Muss ich da eigentlich noch auf normale Latenz gut klicken? Ich Mir bin ist auf egal, was du Latenz. machst. Ich weiß nur, dass wir So. quasi online sind. Ja, ich sehe es. Wir können Fax machen, das haut den wieder raus. Machen Hören? per Fax oder ey. Aber Ihr hört uns im Fall, gell? Entschuldigung. Soll ich? Hört man uns jetzt gerade Professionell. doppelt? Also ich doppelt. sag, das war eine Reise da hinten. Soll ich mein cooles Intro haben? Also. Soll Egal. Profi. Hallo meine Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch herzlich zum Total Genial. Während Kameras noch schnell am Innenladen sind und wir uns noch den Gatt vorstellen und winken wie der Game Rocker, würde ich sagen, ich freue mich drauf. Das erste Mal Host von einer Quizshow. Ich bin sehr dankbar, Rilo, Purzel und alle anderen, die da beteiligt sind, dass sie das doch machen. Übrigens. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einer Vorstellungsrunde. Rilo, wer bist denn du? Ah, wir kennen dich schon auf dem Kanal, hä? Ja, ich denke schon. Ich habe schon mehr als ein Video gemacht. Falls alle... Ja, falls ihr mich nicht kennt, ja, schaut einfach mal das Video. Sind ja schon da. Lohnt sich, lohnt sich. Der nächste natürlich der Silly HD vor gut, das ist 22, vor gut 5 Jahren habe ich mit dem Meetup für die Swiss Creators organisiert. Ich bin froh, dass ich das mal wieder sehe. Aber den Rest von der Vorstellung darfst du gerne live übernehmen. Ja, eben, es ist schon mittlerweile gerade 5 Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Seitdem, ja, was soll ich sagen, spannend. Ich bin noch in der Ausbildung, mache YouTube. Wer hätte es gedacht? Ja, und irgendein Swiss Creator Meetup sollte in der Reise mal stattfinden. Aber ja, mehr habe ich nicht zu erzählen momentan. Sorry, du bist doppelt drin gewesen mit dem Ton. Das ist schon öfters Wo passiert. gehört mich in dem Fall doppelt? Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr, doppelt. jetzt nicht mehr. Der nächste ist ein wahrscheinlich auch schon recht bekannter Dude auf dem Kanal, der Bommeli. Hoi zusammen. Okay, Ja, der eben, ich lacht bin aber der schon Bommeli. Nein. Mich hört man immer doppelt, oder was? Nein, eben, ich bin der Bommeli. Ich bin auch ein YouTuber. Habe einen YouTube-Channel. Zeige dort zum Beispiel Skateparks. Oder meine Sportart, die ich betreibe, Inline-Skaten. Genau. Bin sehr alt. Jetzt gehen wir zu jemandem sehr jungem. Ja, der Porzellini. Hallo, ich bin der Purzel. Ich kenne dich auch schon auf dem Kanal, ja, meistens bin ich total nah dabei bin. Also wir kennen, ich bin auch YouTuber und mache Videos über den Schweizer Fußball. Geil. Game Rocker. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Mitchaka Game Rocker und ich tue zwischendurch auch ein bisschen streamen auf Twitch. Manchmal ein bisschen Gameplay-Sachen. Manchmal mit dem Valorant zusammen den Vollmond-Stream, wenn er funktioniert. Und zwischendurch lade ich auch etwas auf YouTube und befasse mich ganz viel mit Musik und Rock'n'Roll. Und Phoenix Point im Yeah. Moment auf dem Kanal. Okay. Ich glaube, die Regeln muss ich nicht erläutern. Was meinst du, Rilo? Kennen wir schon. Ja, ich denke schon, ja. Ich kann die nicht. Ich mache es trotzdem so ein kleiner Ich werde es noch erklären. Video. Es gibt Regeln. Ich zeige euch jetzt Kategorien, damit wir sagen, ob die gut angezeigt werden. Zuerst mal gesehen, dass für das Boom. Ui. Ist wirklich ein bisschen auf eurem Screen. Ja, doch. Grad Cool. gesehen. Oh, so schön. Und wir werden jetzt eine Kategorie auswählen, dann wird eine Frage dazu gestellt, die ich mir im Internet nachrecherchiert habe oder aus meinem Allgemeinwissen schon bekannt war. Und ihr dürft sie dann probieren beantworten, raten, lachen und Witzli reissen. Dann würde ich sagen, wir fangen gerade mit der Creme de la Crema, mit dem Rilo
Und er darf sich jetzt eine geile Kategorie auswählen. Ja, bei mir lädt noch die Grafik. Hä? Es Nein, ist gut. Ich sage Technik. Technik. Bist du sicher? Okay. Ja, wahrscheinlich wird es wieder mega eine einfache Frage, wie ich es immer so schön sage. Genau. All meine Fragen sind übrigens sehr einfach. Ich habe mir Mühe gegeben, dass ich etwas mache, was euch nicht überfordert. Und die Frage ist, wie entstand ursprünglich die Bezeichnung Bug in der Computerspielewelt? Oder Computerwelt allgemein? Und eure Kameras ladet noch. So Technik. Ich hab Bug verstanden. Bug. Oh Gott. Wahrscheinlich hat irgendein IT-Fritz einen Käfer in der Tastatur gehabt und hat gefunden, du kein Bug! Bring's um. Wagen. Ja, du ist lustigerweise eigentlich die einfachste Frage übrigens. Ja. Und ich habe immer Angst vor Das ist Game stimmt, Rock, muss ich Antwort. sagen. Wir wissen nicht, was alle wissen, wir tun nur so, dass was nicht wissen, dass es nicht spannender wird. Ja, Dünner sag so. jetzt mal nichts. Dass es spannender wird. Wir wissen aber alles, aber warum. Aber ich will da moderieren, weißt du? Ich habe noch nicht gesagt. Ich sage nur, dass ich vom Game Rocker Angst habe. Weil er kann mir eine Frage so beantworten und vor dem habe ich Angst. Muss. Was? Sag was? Also, ganz einfach gesagt, der Bug ist ja eigentlich ein Käfer und ein Käfer ist so etwas ähnliches wie ein Virus und ein Virus ist einfach Scheiße. Und wir haben gefunden, wenn irgendetwas im Computer nicht funktioniert, dann ist es Scheiße, also gehen sie mit einem Käfer gleich, also nennen wir es Bug. Nein, aber im PC Scheiße läuft nicht mehr Virus. Aber gute Erklärung fürs falsche Thema. Stark. Aber da, ja. Also mit Käfer ist ja nicht schlecht dran. Ich würde sagen, ist keine schlechte Richtung. Es tönt so, als würde es Sinn ergeben. Hat das mit so Printplatten zu tun, dass so Sachen drauf ist und dann, dass man so etwas als Käfer bezeichnet und dass halt so ein Teil fehlt und dementsprechend dann ein Fehler ausgelöst wird am Computer? Das ist total falsch. Aber es war lustig. Ja, das ist eine gute Idee. Also ich meine, ich kritisiere dich nicht für deine Idee. Nur für die Umsetzung. Wow! Super. Also wahrscheinlich ist es eben so gewesen. Wahrscheinlich hat sich ein Programmierer wahnsinnig darüber aufgeregt, dass es nicht funktioniert hat, dass es einfach irgendetwas hat nicht gegangen, irgendetwas ist nicht aufgegangen und dann hat der Programmierer ganz laut gesagt, fuck, fuck, fuck! Und dann nebendran hat immer Bug verstanden. Und dann wurde Und wer hat noch nicht gestrikt werden auf YouTube? Fuck, fuck. Naja. Aber ich bin echt dran, komm. Ist immer richtig. Da mit dem Käfer ist das bis jetzt das Einzige, wo ich euch halbwegs gebe. Also es sind kurz nach Tags, aber überlegt euch mal, wie ein Computer aufgebaut ist und zu welcher Zeit das Computer aufgebaut worden sind und so. Also ich meine, Wo es noch langsamer war als Käfer. Ist ein Käfer in der Persönlichkeit, kann ich verbrennt. Nachher der PC nicht mehr tun, nachher darum heisst es Bug. Soll ich sagen? Ich weiß es, weil ich habe 13 Jahre lang programmiert von dem her. ja, aber wirst du erzählen, nur, was der Purzel gesagt hat? Was hat er gesagt? Dass ein Käfer irgendwo reingekocht ist und dann verbrötelt ist und dann hat es nicht mehr funktioniert. Oder bin ich da richtig Ja, das erklärt zumindest, wie gross die Computer früher waren. Ja. Also ich finde es nicht schlecht. Man hat eher von Motten geredet, halt klein, ja, nicht unbedingt Käfer, aber Zeug, das fliegt vor allem. Ja, nein, Pomeli, du darfst es gerne auflösen, wenn du die Antwort weißt. Ich denke, es ist die schwerste Frage. Also hast du das Pomeli gehört, ist nicht mehr wo ich unter gesagt uns. Ja, ja. Also, ja, ich würde sagen, den Punkt gebe ich am Pomeli. Also eben, es geht eigentlich darum, dass früher ja Computer riesig waren. Und von Zeit zu Zeit haben sich dort auch
eben halt Flügen oder Motten oder ja, halt eben Bugs verwirrt drin und sind dann dort schön grilliert worden und haben so aber auch Komponenten zerstört. Computerkomponenten quasi. Genau. Es hat nämlich, wie ihr ja wisst, ist ein Computer aus 1 und 0 gemacht. Das sind Schalterli. Und wenn du einen Treffer zwischen den Schalterli braucht, kann der Schalter nicht funktionieren und dann fehlt der 1 und der 0. Und das ist für einen Computer ein sehr grosses Problem. Okay, krass. Ist schnell gegangen. Sind wir Ja, ready gut. für... Ja? Sorry. Öffnen wir den Chat anschauen. Warte schnell, was lernen wir daraus? Gang nie ohne infiziertem Spray vor einem Computer. Ja, ich spray mich morgen. Jeden Morgen meinen Computer ein. Entweder kommt ja nicht mehr einspeist oder wenn der Käfer fliegt. Genau. Finde ich super. Haben wir ein bisschen Allgemeinwissen. Ja, okay. Etwas gelernt, ja. Ich würde sagen, Hat sich jetzt schon. hat sich schon gelohnt. Krass. Darf man den Chat eigentlich brauchen? Nein. Das ist Joker. Telefon Joker. Das hättest du müssen sagen. Ja, hallo. Wieso hat es jemand geschrieben im Chat? Ja, ihr? Nein, den Chat sollte man nicht brauchen, eigentlich, würde ich behaupten. Ja gut, solange wir es nur untereinander brauchen, geht es ja noch. Und ich würde mich auch noch entschuldigen, alle Kameras funktionieren einwandfrei, aber die vom Bummeli spackt ab und zu um. Falls das mir aufgefallen ist. Falls sich jemand für den Bummeli interessiert. Ein Meine? Ein Bug. Ja, aber was soll man sagen? Aber ich schaue uns ja die ganze Zeit an. Da. Das ist nur in deinem Stream, oder? Ja, ja, was? genau. Das ist auf deine Cam Ach so. rumgespielt, ich weiß nicht wieso. Ei, Und das ei, schreibst ei, du ei, jetzt ei. auf beiden, hast du gesagt, gell? Richtig verstanden. Ja, Okay, gut. falls es funktioniert, ich hoffe es mal. Ja, dann würde ich sagen, der nächste, bis jetzt noch sehr inaktiv Quiz-Teilnehmer darf eine Frage auswählen, also einen Bereich, und das wäre der Silly. Silly hat Machen wir Sport. Sport. Habe ich vielleicht ein bisschen Ahnung. Ich habe gewusst, dass du Sport auswählst. Ja, das habe ich gedacht. Das ist so klar gewesen. Dann schauen wir Oh, rein. jetzt kommt sicher eine Fußballfrage. Ah. Genau, Ja, gut, ich Alter, vom dann- Fußball. Was hätte Du schaltest die Facecam gerade auf. Als wäre die langweilige Frage nicht. Ja, Sportfrage. ich bin gespannt. Was Ja. versteht man unter einem Laufkondom? Ich sehe den Strike schon kommen. Darf ich nichts sagen? Das sind doch Dinger da. Jetzt haben wir schon alles. Lastbare Dinger zum Anziehen. Hm? Die Vorladstücke da, die kannst du abblasen. Nachher so die, wie haben wir da die, ist so eine Gummibärli. Kannst du reinziehen, dann kannst du abblasen. Ich ziehe mir zwar auch gerne Gummibärli, aber leider ist die Antwort nicht richtig. Laufkondom, ist das nicht das, wo du musst über die Füße ziehen, wenn du ins Hallenbad rein willst? Weißt du, so, kennen ihr das vielleicht, wenn du zum Beispiel in einem Hallenbad musst reinlaufen und zum Beispiel du bist ein Handwerker und musst dort etwas machen, dann musst du so etwas über deine Füße drüber stülpen. Ja, vielleicht ist es so etwas. Leider nicht. Ich schaffe zwar in einer Küche, wo man auch Hygienevorschriften hat, aber bis jetzt bin ich in einem Hallenbad immer barfuß gewesen. Aha, aber bei dir heisst es in dem Fall Kopfkondom, oder? Ja, ja. Du das musst. Genau, stimmt. Ich mache das nicht so, ja. Zuerst schön aufblasen und dann drüber ziehen. Wie man es gelernt hat in der Schule. Ah, okay. Laufkondom. Laufkondom. Das hat aber nicht mit einem Trainings-, also mit einem Wettkampfanzug oder so zu tun. Solche Fragen beantworte ich einfach mal nicht. Wenn das okay ist. Dann wäre es einfach, wenn ich solche Fragen beantworte. Wir spielen ja keine Black Stories, wir sind am Raten. Und am Genau. Chef von uns. Aber es hat was mit Sport zu tun. Nein, darum ist es die Kategorie Sport. Ja, das ist doch verarschen. Es Weiß man ist, nie. also ich muss ehrlich sagen, ich habe Kategorien müssen. Ich musste Kategorien so wählen, dass sie nicht instant auf die Antwort kommen. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt. Und deswegen muss ich sagen, es hat einen Zusammenhang zu Sport, aber es ist jetzt nicht der Sport, den ich ja gerade im Kopf finde, wie Fußball oder so. Also, es ist eben Sex. Straight up, nein. Ich will nicht gestrikt werden, also ich will nicht, dass der Rilo gestrikt wird.
Ja, was darf ich nicht einmal Sex sagen auf YouTube? Ich weiß es noch, ich bin Twitch-Streamer. Ja, Einfach Zahl nach 5 ist gut. Also ist so wie klar. und die Zahl nach 5. Nicht? Ich habe eben schon gedacht, wenn man die Zahl nach 5 praktiziert und es dann eben zu schnell wird und dann das Kondom davon läuft, dann sagt man dann, Ja, es ist einfach abgeleitet durch die Mitte. Aber es hat ja mit dem Sport zu tun. Genau. Ja, ist ja Sport. eben, ich Meinst du finde auch auch Kalorien? Hätte jetzt müssen kommen. Ihr könnt ja auch... Also, nicht auf dem Holzweg, ich spüre es. Wir sind völlig auf dem Holzweg. Ich glaube, es hat nichts mit Laufen zu tun, wie wir gedacht haben. Genau. Wahrscheinlich hat es auch nichts mit Kondom zu tun, wie wir gedacht haben. Aber Lauf hast du zum Beispiel bei einem Sportschütze oder so, hat vielleicht einen Lauf. Vielleicht, ja. Armbrust, ja. Ja, vielleicht hat eine Waffe einen Lauf und einen Sportschütze. Das ist durchaus möglich. Ja, geht es in die Richtung oder geht es in die Richtung von den Füßen? Also ist es etwas Anatomisches? Geht es in die Richtung von einem Lauf oder von einem Fuß? Das sind wieder so Fragen, wo... Okay. Geht es in die Richtung von Anatomik oder Wie etwas gesagt, anderes? das sind so Fragen, die ich nicht beantworten würde. Nicht, okay. Ein Laufprogramm ist der Stadtteil, dann nehme ich zum die Weihnachtsbäume. Wenn ich kann sagen, Das hat mit ein Sport zu tun. Sportschütze mit einem Lauf an der Waffe ist mal ein kreativer neuer Einstieg in diese Frage. Vorher sind wir meilenweit weg gewesen. Also dann hat es nichts mit Füßen zu tun, dann habe ich schon recht gehabt. Irgendetwas mit dem Lauf. Also grundsätzlich mal die Frage, die Antwort, strikt die mich oder nicht? Nein, Gut, also ist das wir sind bei einem Waffenlauf. Alles klar. Jungs, was gibt's Weißt du für Sportarten, wo man ein Gewehr oder so hat? Biathlon. Luftquerschiessen. Was? Wie viel Luftgewehr? Luftquerschiessen und Biathlon, dort hast du auch ein Gewehr. Biathlon. Und dort laufst du auch. Theoretisch. Ja, aber es hat ja nichts mit den Füßen zu tun gehabt. Full Circle. Ja, dort hast du Das ist auch mit Laufkondom, das Ding, wenn beim Biathlon verschüsst ist, dann kannst du extra nicht machen. Das hat gerade durch das Laufkondom gehabt. Das ist mega geile Antwort. Aber leider falsch. Vielleicht Paintball. Ich glaube, im Fall, es geht wirklich in die Richtung, wie der Bommeli angedeutet hat. Man muss sich etwas überziehen über irgendetwas. Ja, Paintball. wahrscheinlich irgendeinen Schutz für den Lauf von der Pistole oder dem Luftgewehr. Okay, der Punkt, Ja. der Punkt hinter. Also, Yes. ein Laufkondom Was? ist ein kleines Gummihütchen, wie ein Kondom, wo man über den Lauf von einer Waffe tut, dass dort kein Dreck reinkommt. Besonders berühmt Geil. im Paintball, weil man damit verhindert, dass sich jemand aus Versehen verschießt aus nächster Nähe, was verdammt wehtun kann. Glaubt mir's. Und das zweite, im Militär sagt man den Schocki-Stich, das ist ein anderes Wort, das ich vielleicht genommen hätte. Der Schocki-Stich ist, wenn dein Sturmgewehr, Schweizer Militär, in den Boden geht und du hast Dreck im Lauf. Zum Putzen ist richtig räudig. Und gewisse Leute kaufen sich dann ein Laufkondom, dass das nicht passiert, wenn du auf dem Feld rumrennst und ja, ein Laufkondom. Okay. Ah, cool. Sehr schön. Hey, hast du herausgefunden? Nice. Laufkondom. Top. Gut gemacht, Bommeli. Genau. Wieso? Dann, Ich habe die Antwort nicht geliefert. Wer hat denn die Antwort geliefert? ich würde sagen, der Bommeli hat den Clou gebracht und der Silly hat ihn dann abgeholt. Also ich meine, Das ist Also danke, Bommeli. sind wir ready? Wir sind als Team, hallo? Ja, Ja. es sind ein gutes Team bis jetzt. Es sind Du, auch, wer ist denn du? es Team sind soll auch, ein anderer macht's. Wer ist denn du eigentlich gemutet? Hä? Ich habe nur gesehen, unten den Balken, weißt du, beim Auf oben? egal, vergiss es. Ach so. Es sind alle Der Rilo gemutet. ist gemutet. Ja, eben. Es sind alle gemutet. Ich Ach lasse so. über den Desktop-Sound. Sonst hört man uns doppelt. Ach so. Ja. Entschuldigung. Okay, ich würde sagen, wir gehen gerade in die nächste Kategorie mit dem Herr Bommeli. Okay. Let's go. Hast du nicht Beauty für mich? Beauty. Das wäre schon passend. Boah. Ja, Komm, ich Beauty. nehme Tierwelt. nehme ich. Tierwelt. Ja, bitte. Der Oh, ist... spannend. Jetzt hast du eine Frage genommen, die
schwierig könnte werden. Tierwelt. Bist du bereit für Okay. Tierwelt? Ja, ich bin bereit. Warum ist ein erwachsener Riesenseidenspinner der harmloseste seiner Artgenossen? Und was ist das? Das war die erste Frage, die wir können beantworten können. Was ein riesen Seiden. Das ist eine Spinne. Das ist eine Das ist Spinne, sicher die eine Spinne, Spinne nicht macht. Das ist zu einfach. Ja, Das das ist Es ist einfach eine fette Scheißspinne, die ein riesiges Spinnennetz einfach aufbaut und einfach sonst nichts kann machen aus das. Und einfach wehrlos ist. Es ist leider keine Spinne, aber es ist ein Insekt. Es ist ein Insekt. Oh, jetzt hast du uns Es ist eine Biene, wenn du stechen willst, bricht die Spitze ab. Das kann gar nicht durchstechen. Und der Spitze bricht vorab. Das ist geil, die Vorstellung. Aber leider, ich wünschte, es wäre so. Aber leider nicht. Nein, also ich denke, es gibt ja so Seidenraupen, wo der Faderspanner, wo man Seiden daraus macht. Und der grosse Bruder von der Seidenraupen, das ist der riesen Seidenspinner. Und der macht eigentlich nichts anderes als den ganzen Tag gross spinnen. Also, Also wie der Valeray. Genau, Ja. ich mich selber. Wieso bin ich so harmlos? Im Vergleich zu meinen Aber Augen. wieso ist er harmloser? Weil er das Kopfkondom hat. Das könnte sein. ich würde gar nicht raus, jawohl. Harmlos ist einer Artgenossen, genau. Wahrscheinlich ist es das einzige Vieh, das die anderen Viecher nicht frisst. Warte mal, es heisst ja Erwachsener. Also normalerweise tun die, also Raupen, oder? Hast du gesagt, die würden sich auch verpuppen. Also das heisst, die Raupe, die verpuppt sich gar nicht. Darum ist sie am harmlosesten, weil sie sich irgendetwas entwickeln, wo vielleicht gefährlich wäre. Hä? Aha, aber sie verwandelt sich in nichts Gefährliches, sondern in etwas harmloses, okay? Ja, sie Genau. verwandelt sich gar nicht. Wenn sie sich auspuppt, ist sie immer noch Raupe und kein Schmetterling. Genau. Nein, sie wird Sie schon kann immer noch nicht zu- fliegen. Sie wird schon Also zu Valeray, was bei den Raupen anderem. sind wir auf jeden Fall richtig. Ja, Habe ich das jetzt definitiv, richtig definitiv. Ah, okay. Ich warte immer noch auf die Gelegenheit, dass es so weiterraten bei etwas, wo ich dann sagen kann, nein, komplett auf Holzweg. Aber dann lasse ich jetzt erst mal 5 Minuten. Oder sie ist so harmlos, weil sie puppt nicht sich ein, sondern sie puppt die anderen ein. Das klingt nicht harmlos. Stell dir vor, jemand kommt und wickelt die einfach rein. Also wenn das richtig ist. Nein. Die Raupe hat so ganz krasse Zähne, damit sie kann ihre Fäden, die sie spinnt, abbeißen. Und wenn sie erwachsen werden, dann werden sie Riesenseidenspinner und verlieren Zähne und dann können sie gar nicht beißen, dann können sie irgendwie gar nicht mehr machen, auf sie rumkriechen. Sie können, Verdammt, Sie können gar nicht- Gamerocker. sie können gar nicht auf den eigenen Kopf. Was ist es? Krass. Was? Krass. Was? Also, der riesen Seidenspinner ist eine der schlimmsten Raupen, die es gibt. Der frisst alles kaputt, darum kennt man den Namen eigentlich auch, wenn man sich in den Nachrichten geschaut hat zu gewissen Jahreszeiten. Okay. Wenn sich der verpuppt, weil der so viel frisst, bevor er sich verpuppt, wenn er erwachsen ist, hat er kein Maulwerkzeug und kein Maul. Und daher kann er nichts zu sich nehmen und lebt einfach so lange, wie seine Energie langt und dann... Great success. Wow! Okay. Nie hätte ich Scheiße, das Mann, der Game Rocker ist so gut. Wow. Was? Wenn wir gerade beim Game Rocker sind, übrigens, ja, wenn wir gerade beim Game Rocker sind, willst du eine Kategorie auswählen? Bin ich schon dran mit Kategorie auswählen? Ja, das ist jetzt schon die 4. Frage von 5. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du mal drauf kommst, ja. Ja, okay. Du hast dort eben so ein ganz spannendes Thema, das Verderben heisst. Mich interessiert viel mehr entweder Mythologie oder Gaming. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, weil Gaming werde ich wissen, Mythologie auch. Bist du sicher? Ich nehme das Verderben. Du nimmst Verderben. Verderben, oh mein Gott, was kommt jetzt? Das ist meine Ja, Lieblingskategorie. gell? Was ist unter dem Verderben? Darf ich noch schnell wissen, was er erwartet unter Verderben? Die Schweizer Ja. YouTube-Szene. Leider Amen. nicht ganz richtig. Verderben drückt sich leider unter den Tod.
Woran starb der Schneider Franz Reichelt 1912 vor versammeltem Publikum? Also vielleicht ist er gleich ein YouTuber gewesen, wer weiß, 1912. 1912 ist ein bisschen vor Jetzt langsam die wieder aus der Umkeit ist. Schneider Franz. Also Schneider ist kein Name, sondern sein Beruf, gell? Nur so. Aha! Der Herr Franz Ich habe jetzt aber Reichelt. gedacht, das ist okay. Ja, der hat sich safe einfach selber umgebracht mit der Schere, weil er einfach zu dumm war zum richtig schneiden. Das wäre eine mega lame Antwort. Orange. Ich bin enttäuscht, dass Ja. du solche Quizfragen von mir erwartest und die Antwort zu dem. Sorry, ich passe mir an deinem Niveau an, das ich mir gewöhnt bin vor 5 Jahren. Ein Ding nachgespielt. Es hat da noch wirklich nachgespielt. Ich wette mit euch, es hat nichts mit dem Beruf zu tun. Er ist wahrscheinlich einfach von der Bühne runtergefallen. Einfach Und hat sich dabei aufgehängt an einem Mantel, den er selber entworfen hat und geschneidert hat, oder was? die Vorstellung. Ja, oder er hat irgend so einen Kapuze oder so gemacht, mit Pendel, wo du kannst zuziehen und hat es irgendwie verkackt, nicht so ist zugezogen, dass sie dann wirklich auftun, ist erstickt. Jetzt wollen zeigen, hey, schau, ich kann einfach hier zuschnüren. Es ist so krass, wie meilenweit weg auf eine Art sind, auf die andere Art sind das so nah dran. Es ist unglaublich. Ja, er ist gestorben, ja. Das Also ist der eigene Dummheit gestorben, also vielleicht können wir schon mal festheben. Ja, Und das war so gut gewesen. Er hat nachher ich auf die Leute erinnern, dass die noch auffangen, dann ist er auf die Flügel gesprungen und hat noch keinen auffangen. schöne Vorstellung, aber leider Er hat nicht. irgendwie beweisen, dass er etwas Gutes schneiden kann, hat irgendein Tuch gemacht oder so und ist dann von der Bühne auf das Tuch gekommen und es hat nicht gehabt, dann ist er von dann runtergefallen und gestorben. Unglaublich nah, aber da langt man noch nicht. Es Oha. fehlen noch gewisse Details, die echt wichtig sind. Was war denn 1912 gewesen? Ist dort irgendein ein Krieg, Oh, den man das ist kennt, oder? Er hat die spanische Grippe gehabt. Titanic. Ich weiß nicht, was 1912 so 6 Jahre Aber vom, sicher Zweiten kein Wel Corona. vom Ersten Weltkrieg, glaube ich. Oder wie viele Jahre? 1? Nicht viele. Jedenfalls kurz vom Ersten Weltkrieg. 6 oder 1 ist überhaupt nicht viel. Ja, 18 hat er aufgehört, also hat er wahrscheinlich etwa 15 angefangen. Keine Ahnung, geschichtlich bin ich ein Niete. Schade. Also, der Erste Weltkrieg war 1911 bis 1914. Nein, 18. Also sind wir schon drin. Oder hat er 2018 angefangen? Keine Ah, Ahnung. 14 bis 18. Ja, das kann auch sein. 14 bis 18. Was im 14 zuerst angefangen? Ah, okay. Dann kann es eigentlich nichts mit dem Krieg zu tun haben. Nein. Okay. Aber vielleicht war er der Auslöser vom Krieg. Darum haben sie ihn gelüncht, oder, bevor es anfängt. Aber es ist dann gleich ausgebrochen. Weil er zu bunte Kleider gemacht hat. Nein, am Anfang sind wir wirklich derb nah dran gewesen. Also das mit dem Tour von Reingehen ist in dem Fall ist ein guter Weg. Siri, wir müssen das noch ein bisschen ausarbeiten. Es ist mal ein Grundgedanke, der könnte funktionieren. Es ist vielleicht um einen Wett gegangen oder so. Oder weißt du, so ein Zaubertrick, wo es zum Teil vorführt, weißt du, wenn sich das fesselt, nachher mit dem befreien, bevor irgendetwas passiert, dann hat es vielleicht einfach nicht geschafft. Und ist darum runtergefallen. Und dann denkt er, kann einen durchmachen und dann kann er draufspringen und nachher schwimmt er. Aber er ist nachher nicht mehr führen gekommen. Und darum so. Ich finde es super, dass ich eine Frage mit dem Tod reingenommen, weil die Antworten sind einfach alle recht broken. Das ist einfach etwas viel Simpleres. Wolltest du uns sagen? Nein, Er das hat will den ich nicht Nadel sagen. drin vergessen. Er hat den Nadel drin vergessen. Die Kleider. Shit! Dann ist er draufgesprungen. Genau. Ich habe das mit dem Zaubertrick noch lustig gefunden. Vielleicht hat er irgendetwas für einen Zauberkünstler geschneidert. Und irgendwie vor der Vorstellung hat er es aber irgendwie falsch zusammengelegt oder so. Und nachher, ja, ist ihm dann das Malheur passiert, dass er irgendwie hängen geblieben ist drin und sich erhängt hat oder so. Wir sind kreativ, wenn es um den Tod geht. Warte, ich kann noch eins drauftoppen. Er ist der erste Mensch gewesen, oder er ist der Mensch gewesen, der Zwangsjacken erfunden hat. Also weißt du, schon. Unabsichtlich. Und er hat gesagt, hey, aus der kommt man nicht raus und hat sich dann so verrenkt und so, dass er sich 100 Rippli gebrochen hat und danach gerade noch das Knick. Ah, Das klingt sicher schon mal gut. mega. Nee, jetzt bin ich weg. Wie weg? Er geht immer weiter weg. Punkt bekommen.
Ja, stimmt, wir sind immer noch auf das Tuch aufgekumpelt. Ich glaube, es ist immer noch irgendetwas mit dem aufs Tuch aufgekumpelt. Also, wie Führer, der Führer, die muss den Tuch heben, dann kann eine Sache als Leute aufkumpeln. Der Tuch darf eine Kippkabine, wenn ich nicht aufgekommen hat er verloren. Nein, leider nicht. Vielleicht ist das Tuch über ihm gewesen. Also nicht Warte mal, Bommeli, sag's nochmal. Vielleicht ist das Tuch über ihm gewesen, nicht unter ihm. Da ist Also, was der Fallschirm meinst. Er hat sich einen eigenen Fallschirm schneiden, ist schon irgendwo abgekumpelt damit und er ist, hat halt nicht funktioniert, wie er gerissen ist. Verdammt! Der zweite Punkt für den Silly. Ja, die Vorlage vom Bommeli. Und wieder die Vorlage vom Bommeli. Also, Franz Reichelt ist 1911 hat er der Stadt Paris geschrieben, er würde gern vom Eiffelturm abspringen mit seinem selbstgeschneiderten Fallschirmanzug. Und natürlich hat die Stadt gesagt, nein, du bist dämlich, das funktioniert nicht, du wirst sterben. Wow. Er hat es trotzdem gemacht. Und er ist dann vor versammeltem Publikum vom Eiffelturm gesprungen. Und sein Fallschirmanzug hat leider nicht ganz so gut funktioniert, wie er gehofft hat. Zum Glück hat es hier noch kein YouTube gegeben. Weißt du, wie die Wahl Ui. Hätten wir auch nichts mitgebracht. Ja. Aber ich bewundere sein Selbstbewusstsein, muss ich also sagen. Ja, voll. Respekt. Also ich würde sagen, fehlen tut ja jetzt eigentlich nur noch der Purzel, um eine Kategorie auswählen. Stimmt. Den darfst du da gerade machen. Viele cool. Immer cool. Also mir spielt gerade ein Ding, das sind Sprichwörter. Sprichwörter, oh, das ist, also ganz ehrlich, das ist das Allereinfachste und ich verbiete am Game Rocker in den ersten paar Minuten etwas zu sagen. Ja, komm jetzt, was hallo? Hat der Frage gesendet, oder was? Nein. Also, die Frage, woher kommt die Redewendung sich an einen runden Tisch setzen? Oh nee. Wer weiß es? Ja, ich glaube, das hat etwas mit dem Stammtisch zu tun. Ne? Ich glaube, es hat etwas mit Bier zu tun. Ich liebe den Game Rocker einfach. Er verarscht uns jetzt und führt das auf die falsche Weg. Nein, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Aber weißt du es nicht? Aber viele Sprichwörter sind ja irgendwie auf alte Geschichten oder eben sogar zu Kriegssachen zurückzuführen. Darum gehe ich irgendwie davon aus, dass irgendwie, wenn irgendetwas im Krieg gegangen ist, wenn man etwas besprechen will, ist man an einem runden Tisch zusammengesessen und besprechen, wie die Taktik ist. Und von dem her ist das Sprichwort, dass sich an einen runden Tisch zusammensetzen. Die Erklärung Plausibel. ist nicht falsch, aber sie erklärt überhaupt nicht, wieso man sich an einen runden Tisch setzt. Also warum er rund ist? Weil er nicht eckig war. Ja, aber nicht. Man hat halt das Rad genommen, das rumgelegen ist und hat es zu einem Tisch gemacht, weil man irgendwie im Krieg gerade nicht besser zur Verfügung hat. Ich habe eine plausible Erklärung, Leute. Ui. Das ist super. Und zwar, normalerweise ist es doch so gewesen, früher hat man doch, ist doch der Chef immer oben am Tisch gesessen. Jetzt, wenn du einen runden Tisch hast, wäre das ja die absolute Gleichberechtigung, oder? Ui. Wie? Es tönt logisch, es ist verdammt logisch. Und Aber es ist auch verdammt... total falsch. Nein, es ist auch verdammt richtig. Genau, Nein, Was? weil es keinen Kopf... An einem eckigen Tisch hast du immer eine Kopfzeile. Und dann hast du jemanden, der an der Kopfzeile sitzt und da ist der Chef. Das war schon immer so gewesen, weil Menschen halt so sind. Weil er auf alle den Blick hat und alle müssen so blöd überall schauen, zum ihn sehen. Die bessere Position, aber an einem runden Tisch, wie zum Beispiel bei der Ritter der Tafelrunde, sind alle gleichberechtigt, egal woher sie kommen oder wer sie sind. Darum habe ich das auch im Krieg cool gefunden, weil dort hast du meistens auch einen Idiot gehabt oder einen intelligenten Mann, der am Kopf gestanden ist. Aber in einem Kriegsrat von mehreren Ländern sind sie meistens an einem runden Tisch gesessen, weil man ja das eine Land nicht unbedingt über das andere stellen. Jetzt habe ich wirklich gehofft, das ist falsch und wir könnten noch mehr lustige Antworten sammeln, aber Mann, es tut mir leid. Nein, ist super, ey, super Lösung. Krass. Wow. Hey, wir haben schon die ersten 6 Fragen gemacht. Nein, die ersten 5 Fragen gemacht. So, also, und Valerie, bringst du jetzt endlich mal die schweren Fragen? Wie viel hast du beantwortet bis jetzt?
Ja, die mit dem Seidenspinner, okay. Die mit dem Seidenspinner, die gebe ich da. Das wäre mir auch ewig dran. Wer hätte denn Lust, die nächste Kategorie auszuwählen? Können wir ja mal so machen. Du musst uns noch die Auswahl Du musst schnell die Auswahl zeigen, dann überleg es nicht. Ach, ich sehe es nicht. Brilleputzen. Ich finde noch Gebrauchsartikel cool. Ja, den habe ich jetzt auch gerade angeschaut. Gebrauchsartikel. Vielleicht geht es wieder um das Kondom. Dann loggen wir doch da gerade ein mit Gebrauchsartikeln. Jetzt sind noch die erste Reihe. Dann quasi ein Bingo, wenn er die beantwortet. Und die Frage ist, was verbirgt sich hinter dem Begriff Fischmilch? Und wozu wird sie gebraucht? Das klingt schon mal richtig grusig. Ich bin da, das klingt ja grässlich. Also Fische sind ja eigentlich kein Säugetier, die geben doch gar keine Milch. Hä, Oh, shit, der schon. Walfisch ist ein Säugetier. Ah, der Delfin auch. Oh je, ich glaube, es wird Aber schlimm. das ist sicher ein Beauty-Artikel. Ich stelle es mir auch Es ist nicht so richtig nach hässlichen Zutaten, bevor man gut unter einem anderen Namen kann verkaufen kann. Es muss Beauty sein. Es ist ja Verbrauchsartikel. Es ist Ja, ist Beauty neu- nicht Verbrauch? Es ist nicht Ja, Ver, gut, es ja. ist Gebrauch. Was? Es ist Gebrauch, nicht Verbrauch. So. Verbrauchsartikel, gibt es das Wort überhaupt? Heißt doch Gebrauchsartikel, oder? Keine Ahnung, ich bin nicht der Beste im Deutsch. Aber in der Kategorie Sprache drin habe ich irgendwo. Ich bin eben beim Thema Verderben noch von vorher, drum. Und ich bin immer noch beim Brauen. Also falls Ich glaube, jemand... die Frage ist mehr, was ist ein Verbrauchsartikel? Gebrauch. Gebrauch. Gebrauchsartikel, ja. Eben, da haben wir es schon. Oh Mann. Es wird immer schlimmer. Immer wieder. Also ich könnte wetten, das ist etwas richtig Grusiges. Ja, ich denke es auch. Denke ich auch. Also Ob es auf die Haut schmiert, könnte ich mir das sogar noch vorstellen. Ja. Gebrauchartikel. Fischmilch ist das so etwas, wo du kannst trinken, das ist ein Proteincheck. Da darf über 5000 Protein drin. Die haut dich weg. Über Wenn du einen 9000 Spitzensportler Protein. denkst. Dann willst du rennen, dann kannst du wieder rennen. Wie so ein Asterix Obelix. Das ist ein Zaubertrank von Asterix Obelix. Der trinkst bist noch gerade kräftig. Das wäre mega schön. Ich weiß es glaube, aber ich sage nichts. Gott, das kann jeder behaupten. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß auch. Er will nicht schon wieder die lustigen Antworten verhindern. Ich habe schon 2 Punkte gemacht, ich werde jetzt auch nicht schon meinen 3. Punkt machen. Ich weiß natürlich selbstverständlich auch. Wir sind im Fall immer noch ein Team. Nur so. Eben, toll, ein anderer macht's. Ah, ja fix. Also du. Soll ich jetzt wirklich das sagen, was ich denke? Heide? Bre. Bre. Ich denke, wenn eine Milch durchgeht oder irgendwie zum Beispiel mit ich sage jetzt mal mit so Fischeln sie. nein, ich meine zum Beispiel mit Zitronensaft oder so, da fängt es an so zu fützeln. Weißt du, was ich meine? Ja. Was genau So kochst ein chemischer Prozess und nachher hast du... Ja, tut sie sich selber irgendwie vernichten, irgendwie so quasi. Das hättest du vielleicht dann nachher nicht trinken, so nebenbei. Es könnte auch ein Nahrungsmittel sein. Ich meine, es gibt Schafsmilch, Kuhmilch, Sojamilch, Fischmilch. Ja, Es gibt aus auch was? so Rauchen? einen Punkt irgendwo. Also ich weiß nicht, ob du die willst melken, Aber aber es kann ja es geht also, nicht. kannst du vielleicht aus dem Fleisch vom Fisch irgendeine Milch machen? I don't know. Mm. Willst du mit Milch in Aber Milch vielleicht oder hat Silly wie? schon recht. Vielleicht hat Silly schon recht. Es gibt ja auch die Fischeier und so. Es gibt doch so einen bekannten... So, der Namen für das. Kaviar-Zeugs dann. Ja, genau. Also vielleicht hat er schon recht. Vielleicht hat es kennt schon eben mit nur der die Reichen, Flüssigkeit zu tun, die aus dem Fisch kommt. Die Fischmilch Ja, gibt es nur das Abu Einzige, Dhabi. was er macht, ist Schießen Echt? Ist und das Eier eigentlich- legen. Ja, ich wollte... Nein, ich wollte Warte mal. Du denkst, Fisch tut nur Scheiss und Eier legen. Ah! Denk mal drüber nach. Ja, das ist jetzt einfach... Also, Ja, der Rest wirst du auch nicht können brauchen, um irgendetwas anzustellen. Okay, wenn du meinst. Ja, was gibt's sonst noch? Also wenn es etwas ist zum Trinken,
Also irgendeine Flüssigkeit, die man aus dem Fisch rauspresst und dann trinkt, dann ist das ja sicher irgendein chinesischer Brauch oder irgend so etwas. Also, das ist safe irgendetwas mit Fischeiern. Fischmilch ist doch die Paste, die du nimmst. Für den Fischfleisch, das Verstandsleben. Das ist nicht wirklich logisch. Was? Fischkleid? Was? Ja, also Fischkleid. Früher haben wir Fischmilch genommen, wo es kein Fischkleister gegeben hat. Das ist natürlich die Basis von Fischkleister. Und woher ist Fischmilch denn? Was weißt du? Aus Eier, aus Fischeier. Ja. Leider nicht, nein. Verdruckte Fischeier. All die Fische, die beim Angeln nicht mehr hast können brauchen, haben sie dann verarbeitet. Weißt du, die ganz platten Fische, die du schon nicht kannst essen, weil sie einfach tothässlich sind. Die haben dann zu Fischmilch verarbeitet. Flieg ist Fischmilch, irgendwas, was nimmst du zum Angeln. Dort tust du den Wurm rein, nachher ein bisschen Fisch verlieren, so ein Geruch hat. Oh geil, Argenos, ich beiß mal rein, oder wie? Was hat der Fisch? Aber ja, Silly, Fisch ernähren sich meistens von Fisch. Nur so. Ja gut, das Fisch stimmt. essen Fisch. Ja. Also eigentlich Fischmilch, Flüssigkeit von der Sardelledose. Was? Sardellen. Was für ein Dort tust du den Wurm rein, nachher ja. rührst du ihn rein. Ist Hey, von dem irgendetwas bis träume ich jetzt... noch heute Nacht, ey. Also, es sind mega lange auf Fischeier hängen geblieben. Und ich habe mir mal überlegt, habt ihr euch da überlegt, was passiert mit einem Fischei? Wie funktioniert denn das bei einem Fisch? Leitet ein Fisch wirklich Eier? Nein, er pisst ja das weh raus. Und dann wird es Ah, und das ist es! Das ist Flüssigkeit. Das, was er rauspisst. Ihr seid mega nah dran. Also überlegt euch mal, ein weiblicher Fisch macht Eier. Ah, du meinst das Ding, der männliche Fisch, also das, was der männliche Fisch ausscheidet, um den Eier zu befruchten, das ist Fischmilch. Genau, und was macht man mit dem? Das nennt man Leichen. Trinken? Nein, eben, Eier bestatten, also befruchten. Das ist sozusagen das Sperma vom Fisch in dem Fall. Ja. Ich weiss nicht, ob ich noch ein Wort hören von euch oder nicht. Soll ich nett sein oder nicht? Die Frage ist, wie verstört am Abend willst du sein? Ich kann schon jetzt albträumen, ey. Wow. Okay, das ist der Bommel. Frage ist, ob es meinen Kanal noch gibt. Wieso das ist Biologieunterricht? Bildungsauftrag Ich erfüllt. hätte gerne so Biologieunterricht gehabt von meinem Lehrer. Hey, das haben alle gesagt, nachdem sie gestrikt worden sind. Und es funktioniert. Okay, nein. Ich glaube, ich löse es auf, ich gebe euch den Punkt. Also, Der bitte. es kommt nicht aus China, es kommt aus Japan. Fischmilch ist das Sperma vom natürlich männlichen Fisch, wo dann meistens frittiert oder anders zubereitet wird. Und zwar nicht zum Trinken, sondern zum Essen. Frittiertes Sperma vom Fisch. Also man kann es auch Ja, roh essen, habe ich gelesen. Gut, dann. So, dass ich das nicht gewusst habe. Wie kommt da Suppentasse, oder wie? Das Hä? Vorspiel Suppe nicht, oder wie? Schlecht. Das sind so... Ich glaube, ich will es nicht genau erklären. Prost. Darf ich da Nein. im Stream etwas essen? Nein. Jetzt weißt du, wenn du auf Japan gehst und irgendwo Hallo. Fischmilch liest, ist einfach säckeln. Also ich habe sogar mal noch gegoogelt, wie es auf Japanisch heisst. Irgendwas mit S. Wie bist du auf die Frage gekommen? Ich habe... Erzähl Ich mir habe den das Ball Race im Browserverlauf gesehen. Ja, nein. Ich habe recht lang gesucht, muss ich sagen. Nach Fragen, weil ich halt auch Okay. lustige Fragen haben will. Und weil ich so lang gesucht habe, weiß ich gar nicht genau, wie ich da drauf gekommen bin. Aber ich habe eigentlich schon irgendwie so eine asiatische Spezialität reinnehmen. Und ja. Das würde mich jetzt interessieren, wirklich, ist das in einem Dessert oder ist das in einer Vorspeise? Oh Oder ist das... Mann. Es ist ein Ich Hauptgang oder nicht wissen, Vorspeise. wirklich nicht. Und wenn du Knäuers willst Aber du so ein wissen. YouTube-Video. Fischmilch Ich weiß probieren. sogar kotzen. Ja, Also, wirklich. Das Miss machen wir. American Candy Challenge, machen wir Japan Fischmilch Challenge. Also, Shirako. Ja, Nachher ja. muss es essen und nachher muss er sagen, was es war. Shirako. Nachher sagst du ihm das. Shirako ist meist gebratenes Fischsperma, wird aber auch roh gegessen in Salzlaken.
Rein aus Interesse gefragt. Ich meine, so Fleisch schmeckt auch je nachdem anders, je nach Art vom Rind und so. Schmeckt das auch anders, je nach Fischart. Weißt du, ich gehe jetzt ohne Kommentar zum Kategorie. Ja. Ihr könnt, wenn ihr parat sind, einen auswählen. Ja, komm jetzt. Sobald der Wommel vom Meter zurück ist vom fertigen Macht er was zu essen, oder was? So, weiter. Cool. Ich wäre für Spielzeug, weil da gibt es sicher ganz, ganz lustige Sachen. Bist du sicher? Das ist eine gute Frage. Von der Fischmilch, Ist jetzt das die Was Frage für schon? Spielzeug? vom Laufkondom zu der Fischmilch. Es hat alles sicher mit dieser Zahl nach 5 zu tun. Ja, aber nur scheinbar, weil das Laufkondom hat ja nichts mit der Zahl zu tun. Die Frage Ich hab ist, den Namen. als Dritter im Bund, was versteht man unter einem Blasring? Mann, ey! Ja, ich hab gewusst, das kommt nicht Sicher. so ein Scheiß. Ich bin ganz unschuldig. Ah, echt. je. Gönnt Instrument unter Spielzeug. Nein, ich glaube nicht. Das könnte das Instrument sein. Ey, also. Hey, lustig ist, oder? Ich habe die Frage nicht Ja, ausgemacht. Ich sage mal so, weißt du, ich habe die Frage habe ich aufbewahrt bei mir, falls wir mal weibliche Gäste haben. Ah, ich sehe ganz viele Weibchen in unserer Runde heute. Und Wie meinst du den weibliche Game Gäste Rocker gibt's ja- Weibliche Gäste gibt es in der Schweizer YouTube-Szene nicht so viel, von wegen Sepp. Steffi hat Nati Aber ja, ist ja gleich. Gedanke. Ja, der Laroche. Der Miss Fluffel. Und Ayla. Oder der Kompost-Content. Also wollt ihr euch noch mit der Frage beschäftigen? Oder über Frauen reden? Ich meine, können wir auch. Das ist ja die Antwort. Die Frauen sind die Antwort, oder was? Nein, egal, nehmen wir das Thema. Also, Also gesagt, wenn ja, sie nicht den wollen dafür Schwimmreifen sorgen. anlegen, wäre das zum Blasring. nein, oder wir wie? werden gestrikt. Nein, ich habe extra Fragen ausgewählt. Wenn wir gestrikt Ja, ja, werden, genau. dann wegen euch, nicht wegen mir. Ich bin ganz Genau, unschuldig. also- Fragen sind Fragen gehen nicht in die Richtung, aber nur die Antwort. Nein, die Fragen gehen sind nicht richtig, aber die Antworten sind sind. Schwimmflügel, die auf den Grund sind. Das ist ganz unschuldig. Kannst du mal kurz- Leider falsch, aber ganz unschuldig. Valerie, kannst du mal kurz etwas nachschauen im Chat? Wieso? Ist der Chris anwesend? Chris? Also ich frage aus dem Grund, die Antworten, so muss ich sagen. Wer ist der Chris? Oh oh. Ich Jetzt wird's sehr enthalte meine los. Stimme das mal. Wer ist der Chris? Nein, ich frage nur, weil es Chris gibt ja eine alive. andere... Ah, Nein, ich frage nur aus dem Grund, weil ich möchte da wirklich nichts Sexistisches sagen. Und ich möchte mich an dieser Stelle einfach noch entschuldigen wegen vorherigen Situationen. Und es ist nicht böse gemeint oder irgendwas so. Also das möchte ich einfach gesagt haben. du meinst wegen deiner, weil du so Fragen aufbewahrt hast? Nein, ich meine wegen dem, was in anderen Shows schon war. Darum möchte ich das einfach gesagt haben, weil ich übertreibe es zwischendurch auch. Darum wollte ich das jetzt einfach so Ah, okay. über das Gesamte total genial einfach kurz sagen. Also einfach mal die Darum Stimmung habe ich gefragt. abbremsen lassen. Aber ja genau, weil ja. Nein, das Lustige ist ja, weil das verdrängtes Thema ist, ist ja Fun, zum drüber reden, weil sich niemand getraut und dann drüber reden und giggeln ist mega cool. Aber wer die Show so ernst nimmt, ich meine, es ist eine Quizshow mit 6 Schau lustigen dir Leuten, die Facecams an, die probieren, unten dran sind, Alter. Und dann willst du mir etwas erzählen von Ernst. wir probieren die einfach nicht zum Lachen Nein. bringen, oder? Nein, ich die muss immer noch. Also Du dem am her. Geburtstag. Du kannst pushen, Geburtstag kommt so ein Ding raus. Das ist ein Blasring. Oh, Okay. Das ist mega cool. Ich mag die, aber also ich weißt du, weiß nicht, wie die heißen. Dinger da, wie heisst es da? Die Ja, du kannst pushen, Der Scheiß da. die blasen Ja, ja. halt, gell? Ja, genau. Eben der Blasring. Nein. Also Ich Aber habe das- etwas mit Seifenblasen zu tun. Ja, eben genau. Bei der Seifenblase hast du doch so einen So Stecker so mit dem Dings, wo Ring. du rein tust, in die Und kannst Seifenlauge und du dann kannst du reinblasen. Ja, das ist doch der Blasring. Alter Schwede. Meint er da jetzt ernst? Ja. Ja. Ah, echt? Ja, ich warte, bis meine Cam funktioniert. Also du meinst... Warte, ich muss die Kamera heben. Das Teil, der Ring da, ist der Blasring. Ich sag nicht, Ja, das ist der Ja. Blasring. sehr gut, Silly. Siehst du, ganz unschuldig. Ja, Ganz gut. unschuldig.
dritter Punkt. Yes. Also, Valorant noch ganz kurz, ich möchte es einfach noch ganz kurz gesagt haben. Es ist darum gegangen, dass es schon Missverständnisse gegeben hat und ich bin jetzt ein bisschen weit gegangen und ich habe mich in dem Zusammenhang einfach entschuldigen, auch für das, was in anderen Shows war. Aber es hat nichts mit irgendwelchen Leuten zu tun, Aha, ich muss es ja. einfach gesagt haben. Ja, voll. Es ist Ich alles nur verstehe Spaß. das. Es ist alles nur Ja, Spaß. da habe ich eben auch damit gemeint, mit dem, was ich gesagt habe. Die Show ist ja eine Unterhaltungsshow. Genau. Und wer deutsche Serien gesehen hat im Fernsehen, die sind schlimmer. Definitiv. Also, ich glaube, das Ziel auf YouTube ist ja generell Leute unterhalten. Ja, Denke ich auch. ja das Ja. stimmt. Also, da mit dem Blasring, dass er das so schnell kann, hat mich jetzt echt erstaunt. Vielleicht ist er mit dem Wir sind Unschuldigen. ja alle ein bisschen- Experten damit, davon. Ah, du bist ein Bitte. Blasring-Experte. Alles klar. Hat er die gemacht dazu? Ui, krass. Hey, es sind viel zu schnell, es sind nur noch 5 Kategorien. Wir Okay, machen eben einen Speedrun. easy. Ja, genau. Also wir sind jetzt bei Minute 51. Jetzt schaffen wir es Aber vor. zu Speedrun wird doch sehr gut Gaming passen, oder nicht? Ja, machen wir Finde den. ich Das ist auch. falsch. Gaming! Das ist eine Überleitung, finde ich auch. Da ist meine Lieblingsfrage übrigens. Also nicht nur, weil ich Gaming studiere, sondern weil es einfach wunderschön ist, weil sie passt so gut. Was war der große Fortschritt des Project Reality, der die Gaming-Welt revolutionierte? VR. Hat jetzt auch gesagt, so spontan. Einfache nicht mehr. Antworten sind immer die Lösung, oder? Nein, Ja, leider nicht. schade. Bei uns nicht. Nicht bei mir. Der Ist Ryder es sagt nicht mehr. irgendetwas, was mit PvP zu gefährlich. tun hat? Sorry, Silly. Also ist irgendetwas, was mit PvP, also Spieler gegen Spieler online zu tun hat, weißt Oder du? mit PvE. Weil am Anfang hast du immer, Es Ja, gibt am im Fall Anfang auch ist ja meistens alles ja- PvE. am Aber Anfang ist doch meistens eher PvE gewesen. Also du hast gegen irgendeinen Boss, der programmiert ist, gespielt und dann irgendwann ist die Zeit gekommen, du hast gegen einen anderen Spieler können spielen. Was halt sehr viele neue Möglichkeiten gibt für Games. ich finde das sehr schön. Ich finde es eine interessante Welt, wo du einschlägst. Aber wie gesagt, die Frage beantworte ich nicht. Du könntest es auch formulieren als Aussage. Sorry, ich bin jetzt der Master der Linguistik. Aha, easy. Nein, du hast ja schon 3 Punkte geholt. Ich will doch nicht, dass du weiter willst. Scherz. Du kannst mir auch einfach sagen, ich soll die Presse heben. Ist gut. Irgendjemand muss ja auch raten, wenn es die anderen 4 nicht schaffen. Nein, es hat schon irgendetwas mit der Game-Mechanik zu tun, wo etwas völlig Neues reingebracht hat. Was ist denn das für ein Game? Project Reality? Ich kenne das nicht. Was Also ist es ist, auf Deutsch wäre es Projekt Realität. Das ist nicht ein Game, das ist, der Name von dem Projekt ist Realität gewesen. Also Project Reality. Hat es irgendetwas mit 3D-Scan? Also nein, was sagen Sie, es geht ums 3D-Scannen von Landschaften oder wie zum Beispiel jetzt im Racing-Bereich von Rennstrecken. Dementsprechend hast du Maps oder halt auch irgendwie Umgebungen viel realer können darstellen, was es für ein reelles Spielerlebnis gegeben hat, als früher, wo wir alles müssen von Hand zeichnen. Das ist, Oder einfach die das ist eine sehr faszinierende Technologie. Die habe ich auch schon im Unterricht behandelt. Muss ich sagen, es macht alles viel realer. Aber Die Frage ist nicht korrekt, oder das? Die Antwort. das war nicht Project Reality, gewesen, sondern ein anderes Projekt. Aber ich finde es cool, dass du da weißt. Ist cool. Wahrscheinlich hat Project Reality eher etwas zu tun mit Open Worlds. Plötzlich hat es Open Worlds gegeben. und Minecraft. Ja. Und bewegen. Ich weiss jetzt gerade nicht, welches das erste Open World Spiel war. Wahrscheinlich GTA oder so. Minecraft. Ich sag Minecraft, dir, ja. Nein, ich weiß doch nicht. ich muss mich jetzt offiziell dafür entschuldigen, dass in dem Stream schon 2-mal und jetzt zum 3. Mal Minecraft erwähnt worden ist. Es tut mir leid. Ich meine, er ist die Ja, aber jüngste das von uns Fortnite. wahrscheinlich, aber er darf. In dem Fall. Oder Wenn wir gestrikt werden, dann wegen dem. Ja, Hey, Minecraft ist das erfolgreichste Videoprojekt auf dem Kanal. okay. Ja, das sagt viel über die aus. Fick dich! Gern. Wann ist dein letzte Video online gekommen? Mhm. Vor einem Jahr, 2. TubeCon 2018. Nein. Hey, wenigstens bin ich dabei gewesen. Cool. Ich weiss, wir haben nicht zufälligerweise gesehen. Ach, echt? Was für ein Zufall. Was? Bist du auch mal im Gaming-Bereich gewesen? Nein.
Okay. Weißt du noch, irgendwie bin ich so am Schluss von deinem Video in der Endcard verbrannt auf so einer grünen Matte in Lava. Ah ja, stimmt! Oh mein Gott, das ist so behindert. Okay. Ja gut, das Video ist von dir. Was Ja, erwartet logisch. ist. Können wir jetzt... So, Können ich wir habe den die Frage Valorant genug probieren? geroastet für seine Minecraft-Aussage. Wir können wieder weiterraten. Gut, das Wir gefällt mir. wieder weiterraten. Ah. Das war das Projekt Reality gewesen. Das sind Leute, das war genau da gewesen. Leute können sich unterhalten an der Konsole. Über einen Game-Chat. Im Game-Chat, Voice-Chat. Ja. Im Voice-Chat, ja genau. Im Game. Das ist eine reale Unterhaltung. Ja. Da können Charakter dann reden. Oder es ist plötzlich darum gegangen, so Adventure-mäßig, dass man hat können mit Leuten interagieren, dass man hat können mit den Leuten schwätzen und die haben irgendetwas gehabt, das man gebraucht hat, um weiterzukommen. Es gibt so ein Game. Guckst. Dann nennt sich Minecraft. Hast du die Bewohner fragen. Oh. Wir sind wieder bei Minecraft. Komm bitte. Hat irgendetwas mit AR zu tun? Also nicht VR, sondern AR zu tun? Also es ist... Augmented Reality. Ja, genau. Es ist mehr darum gegangen, die Wirklichkeit damit zu verbinden irgendwie. Also ich finde... also einfach zum mal ein bisschen eine Hilfestellung geben, weil auch der Herr Bomeli einen guten Einwand jetzt gebracht hat. Mit Augmented Reality oder Virtual Reality war halt wirklich etwas gewesen, was die Gaming-Welt revolutionieren kann. Auch schon vor sehr langer Zeit haben sie mal mit Virtual Reality probiert. Würde ich mit so kleinen Mechaniken eher weniger, die haben ja nicht die ganze Gaming-Welt revolutioniert. So kleine Mechaniken. Minecraft hat tatsächlich die Gaming-Welt revolutioniert, aber so Es kleine ist- Mechaniken nicht. Es ist Ding gewesen. Das Pokémon Go. Spiel. Ja, jetzt Du hab ich kannst die gedacht. Welt von außen nach. Ich sehe mich nicht. Das ist, Im gleichen. das ist Augmented Reality, genau. Pokémon Go ist Augmented Reality. Genau. Es hat, Der erste Teil war Ingress gewesen und der ist besser. Nur so. hat es irgendetwas mit dem, oder nein, es ist etwas mit der Möglichkeit, das Ganze in 3D, also Games in 3D können zu machen und auch die Umgebung in 3D anzeigen, weil am Anfang sind die Spiele vor allem 2D gewesen, oder du hast Fokusperspektive gehabt und du hast ja eigentlich nie wirklich die 3D-Ansicht gehabt und durch das, dass es nachher möglich geworden ist, das Ganze in 3D zu machen, hast du natürlich viel mehr Spielmöglichkeiten gehabt, von rein schon Perspektiven, wenn du Gegner darstellst, aber auch generell ja, Aufgaben kannst erstellen. Können wir den Silly einfach aus der Show rauswerfen? Wegen? Wie viele Punkte hast du jetzt schon? 4. Er carried the shit. Project Reality ist der Entwicklername von der ersten Nintendo-Konsole, die 3D war. Also 3D-Entwicklung von Seiten von der Nintendo ist Project Reality gewesen, auch als Nintendo 64 bekannt. Eine von der ersten 3D-Konsolen, die es gegeben hat. Habe ich gehabt. Ja, ja, immer noch eine, soll ich sie für nehmen? Ja, weil man sie momentan sehr gut sieht in deiner Kamera. Ja, ich kann die Kamera schon einstellen, weißt du, ich bin da der Master. Der Master. Oh. Das ist immer der Weilo, aber egal. Ja, aber ich darf eben heute machen, was ich will, da habe ich gehört. Das sind, Solange wir nicht das gestrikt sind wir werden. drei. Das sind wir drei, oder? Der Master eigentlich. Ich weiss nicht, hat er einen Master gemacht? Kommt drauf an, was. Eine blaue hast du, wow, nice. Ja, ja. Ich hätte auch jede andere Nintendo-Konsole, aber für den haben wir, glaube ich, kein Interesse und Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Hi, der Silly. Der Silly heute, Mann. Krass, krass. Kam Sound siegte, hä? Ja. Ja. Brain. Nicht so wie der Game Boy Rocker, wie eine Violine. Ich kam Sound vergeigte. Oh je. So, der Kategorie-Screen. Er darf ja gerne was auswählen. Was haben wir dort? Also Game Sprache, Und gut. Sprache nicht, da bin ich nicht gut. Haben Sie es gemerkt? In Kultur, oder wie? Machen wir Mythologie, das hat doch mal der Dings wählen, oder? Ja, Der Game Game Rocker. Rocker. Ah, bin ich immer dabei, ja. Ah ja, stimmt, ist nicht der Game Rocker der gewesen, der gesagt hat, Gaming weiss Da weiss ich ich sicher.
Stimmt. Mal schauen, ob da wenigstens für Mythologie Gut, das gleiche habe ich bei wird. Sport auch gedacht, Kollege. Da kommt irgendeine Der kommt Umfrage. Also zu der Mythologiefrage, die der Game Rocker jetzt mal beantworten können. Was? In der Mythologie gibt es 4 Zwerge, die jeweils am anderen Ende der Welt leben. Wie heißen diese? Boah, jetzt willst du aber Experten wissen. Da. Die Das sind heisst nicht die 7 Zwerge in dem Fall. Nein, es sind 4. Nordzwerg, Südzwerg, Ostzwerg und Westzwerg. Was? Also wenn das Zwerg weglaufen wird, verdammt! Was? Ja, was? Einfach. Also, Die 4 Zwerge, die am Ende der Welt stehen. In der nordischen Mythologie heißen Norden, Westen, Osten und Süden. Von dem her heißen auch unsere Himmelsrichtungen so. Von dort kommt daher, dass unsere Himmelsrichtungen so heißen. Nicht schlecht. Ja, Das sind wir unser Game Rocker machen mich kaputt. zeigt, oder, liebe Valerie? Jetzt habe ich das. Valerie will nie mehr Host sein. Und so wird der Game Rocker und ich dann wieder eingeladen. Ich muss nicht zusammen die Fragen machen, Mann. Das Game Rocker, ich will einfach mal ruhig sein. Nicht, dass es überhaupt Zwerge gibt, die irgendwie in 4 Richtungen ausgestreut werden. Oh mein Gott, Mann. Ich glaube, wenn der Game Rocker und ich einfach mal ruhig sind, dann geht der Stream noch eine Stunde länger und dann können wir noch eine Easy einschalten. Ja, es sind hart am Das ist fertig. Speedrun, echt. definitiv. Ja, aber das ist doch immer so etwas in der Gaming-Welt. So Speedrunnen. Ja, Hey, aber hast du jetzt das wirklich gewusst oder einfach so geraten? Nein, ich habe jetzt einfach so geraten. Ich habe Hä? Ist das Ich will es so mal, mit Lotto probieren. Wow. Oh, fuck. Also 1, 2, 3, 4 wäre falsch gewesen. Also, Ja, ich bin ein schlechtes Passwort. Kobo braucht bei der PIN, der PIN-Code, wenn man Postkarten rein tut. 1, 2, 3, 4. Oh Mann, hey. Okay, Gratulation, Oh, Game wow. Rocker. Du hast, glaube ich, den Rekord für die schnellste Antwort. Von einer Frage, wo du die Antwort immer gewusst zack, peng, hast. peng. Ja, danke. Gut, beim Bug hätte ich es ja gerade direkt können sagen. Ja, voll. Aber du hast gewusst und nicht geraten, oder? Hätte, wenn und wäre. Ja, stimmt, ja. Es geht ja auch nicht darum, dass wir möglichst schnell sind, sondern nur unterhaltsam. Ja. Gell, Game Rocker? Also sind wir eigentlich voll scheiße. Ah, Scheiße, hättest du das von Anfang her gesagt? Dann hätte ich. Ja, gut, wir haben ja noch 3 Kategorien. Ja, aber vor allem das Ja, Geile gut. das Geile ist, er hat geraten. Und er hat recht gehabt. Wenn er es gewusst hätte, dann wäre er ein Arsch. Aber er hat ja geraten. Da würde ich es nochmal sagen. Ja. Okay. Das ist jetzt die Menschen Ausrede. Das kann mitmachen. Ich habe geraten. Ja, sonst wäre ich ja Ja. nie Machen wir Sprache. Dann haben wir die hinter uns. Damn right. Ja, genau, finde ich Okay. gut. Ja. Oh, Aber vorsichtig, ich bin sprachgewandt. Das ist wieder mit dem Gamebox. Der rote wieder, dann weiß es wieder. Also, Sprachfrage, Das ist gut, ich ist probiere klar. mal in den ersten 10 Sekunden nichts zu sagen. Was nochmal? Oder Uli, kannst du jetzt den Gamebox reden da? Von der Frage blendest. Das ist einfach. Hast du das länger? Stimmt, Game Rock. Weißt du die Antwort auf die Frage, die jetzt kommt? Game Rock. Das ist so eine Art Jeopardy, einfach Einfach mal ohne dass du random. überhaupt eine Frage stellst. Norden ist die Antwort. Das die Antwort sagt. Okay. Worin fand das Wort Fisimatenten seinen Ursprung? Wow. Gamebox, das ist keine rote. Was ist das für ein Wort? Fisi Vatenten. Komm, sag Also, einfach das sicher etwas. wieder mit Stimmt Tisch zu tun. Es stimmt. Es stimmt eh. Komm, sag einfach etwas. Was ist Speerkraft von Islisbach? 42. Nein, es ist nicht der Sinn vom Leben. Obwohl? Also es ist sicher eine Ansammlung von Menschen. Was heißt es überhaupt? Ist das Frage? Das ist ein Teil von der Antwort. Aha. Ah, je. Menschen. Menschen ist ein Teil von der Antwort. Gut, ich habe meinen Beitrag geleistet. Nein, was bedeutet, was das überhaupt bedeutet, ist ein Teil von der Antwort, nicht Menschen. Also Menschen kommen auch drin vor, ja. In der Erklärung. Also eben, siehst du, ich habe meinen Teil geleistet. Also Bedeutung bedeutet das Wort, alles klar. Also ist ja logisch. Ja. Ja, genau, kann ich einfach Der sagen. Wort heißt keine Menschen, oder wie? Also, Das ist dem Weltpunkt, also dem Ort, wo es keine Menschen hat.
Ich muss einfach sagen, der Game Rocker hat gesagt, es ist ein extrem seltsames Wort. Da muss ich ihm recht geben. Das heisst seltsam. Nein. Das ist einfach so simpel, wenn er etwas sagt, das stimmt. Ich gebe Also euch ich gleich- denke, es geht hier dabei um Enten, die sagen, hey, das ist fies, ich mach die matt. Sehr interessanter Ansatz. In der Mehrzahl. Minten. Ah. Also gut, ich sehe eben nur Enten. Oh ja, okay. Nicht Tenten. Weißt du nicht? Wahrscheinlich Tenten? ist es irgendetwas zum Essen. Aus Japan. Kann ich bei den Leuten, die Leute, die Fischmilch essen, nennt man Fusimantenten. Genau. Nein, So ist es. selbst im Fisch im Tenten, oder? Der Valeray hat sich noch verschrieben. Hat Das es etwas mit Vision zu tun? Mir wird schon wieder schlecht, ey. Wow. Nein, es ist nicht grusig. Die Antwort ist Nur dran denken. Ja, das Thema haben wir hinter uns. Aber hat es etwas mit Vision zu tun? Wie sie... leider keine falsche Schreibform von Vision. Nein, es ist einfach fiese Matt-Enten. Es sind einfach fiese Matt-Enten. Fiese, matte Enten, oder? Das ist ein Tierkarte. Also die Aussprache ist übrigens, und das dann nochmal klar ist, Fisimatenten. Ach so. Fiese, matte. Hat es nichts mit Enten zu tun in dem Fall. Okay. Hat es etwas mit Musik Das zu ist einfach tun? ein Vor- und ein Nachname. Fisima ist der Vorname, Tenten ist der Der Nachname. Fisima nicht rein. Du bist so eine Fisima. Du bist so Ganz Fisima. Etwas mit Musik? Fiss? Game Rock, mach du weiter. Steinbass. Das ist der Notschlüssel, den du brauchst zum iPhone spielen. Als Alphorn? Ja, das ist der Notschlüssel. Nehmen wir Fusimantenten. Also es ist nicht in der Rubrik Musik übrigens. Hätte können sein. Es ist in der Sprachkategorie, weil es wirklich Ich wollte auf die Kategorie mit kommen, eigentlich Sprache ganz zu tun hat. Unter dem Ah, Buchstaben das ist F. gar nicht deutsch. Man sucht die ganze Zeit ein deutsches Wort. Das ist irgendwie Hebräisch oder einfach russisch. Russisch. Ja. Das spricht man völlig anders aus. Wie hast du gesagt, spricht man es aus? Fisima, Fisimatenten. Tenten. Fisimatenten. Fisimatenten. Fiesi. Der Ursprung kommt von der Germanen. Germanen sind relativ viele Völker. Braucht man das Wort heute noch? Ja. Selten. Irgendwo wahrscheinlich in der höheren Aber Literatur. nur der Valerie braucht es noch. Was? Aber nur der Valerie braucht es noch. Also es ist schon ein Wort, das eher ältere Leute benutzen, aber es hat es mal gegeben und es gibt es auch Von immer der noch. im Valeray, wenn er Duden. irgendeine WhatsApp-Nachricht verfasst, schreibt er: Liebe Fisimatenten, ich begrüße euch herzlich. Ich habe den Wort falsch geschrieben. Hä? Es ist gerade jemand, der den Wort falsch geschrieben hat. Man heißt jetzt Fusimantenten. Ich glaube, der den Duden erfunden, der Duden neu auf Deutsch übersetzt hat, der den Wort falsch übersetzt hat. Der Man den hat Duden Fisimatenten. übersetzt hat. Oder neu geschrieben hat. Dann geht zurück, der Duden von ursprünglich kommt von der Russen. Und nachher dem Deutsch hat hin und der 1515 übersetzt hat, auf Deutsch hat. Übersetzt hat. Und da ist der Wort drin. Oh Mann. Ich finde es schön, dass er die Frage nicht so schnell beantwortet wie die letzte. Wenn er jetzt noch Ich eine würde sagen, wir Minute, geben wenn ein er bisschen noch, mehr Zeit. wenn er noch eine Minute Also- mit dieser Frage verbringt, hat er so viel Zeit damit verbracht wie mit den letzten zwei Fragen. Darf ich dich jetzt etwas fragen? Also, Persönlich? ist es Französisch? Genau, persönlich ist es Französisch. Also du fängst jetzt nicht an wieder mit so schmutzigen Gesprächen, gell? Da immer hinter uns. Nein. Aber ich Wieso? wollte wissen, ob es Aber das Französisch ist. Französische müsst ihr ja Fisimatenton aussprechen, oder nicht? Warte. Ich Wie Ich will kommst, nicht wissen, was das bedeuten will, wie Mann. kommst du drauf, dass Französisch ist? Ja, weil mir sagt, Ja, also, Deutsch kann es nicht sein. Deutsch kann es nicht Das sein. tönt sehr kann ich. deutsch. Englisch kann es auch nicht sein. Aber Französisch kann ich nicht.
Italienisch kann ich mir nicht vorstellen, von der Endung her. Ja, dann wär's Also muss es Matenzo, fast gell? Französisch sein. Und ich kann wirklich kein Französisch. Und wenn du sagst, wie viel? Fisi Matenten. Nein, Tonton. Visi. Meinst du Französisch? Was ist denn nur schon Visi? Gibt es das Wort Latinisch. auf Französisch? Also, das irritiert mich aber auch, das Fiesi. Latinisch. Bitte romanisch. Weißt du, ich bin so nett. Latinisch. Ich bin so Keiner nett. nicht. Ich bin so nett. Er hat genug lang für den rumgeraten und dass er einfach so knallhart einfach kommt mit random, das ist Französisch, ja, ist ursprünglich. Nein, ich frage. Es ist ursprünglich Weil- Französisch, ja. Also Aber es hat- Französisch. Aber das hilft uns nicht für die Lösung, oder? Nein, Wohl. weil ich kann kein Französisch. Wenn ihr Französisch Oh, könnt, okay. schon. Mal, Ja, Laton, danke. Welt. Hat sie Könnte vielleicht hat sie aber eigentlich vielleicht hat sie sein. irgendetwas hat sie Oder irgendetwas die- mit oder Französisch. Französisch heisst so fertig machen, finir. Und Fisi Matente sind vielleicht solche, die im Weltkrieg doch mal jemanden umgebracht haben, also jemanden fertig gemacht haben. Das ist das für die Franzosen. Wunderschöne Ui, jetzt ist es Erklärung. Vokabel, ey. Ui, ui, ui. Richtige Franzosen, wenn er irgendwie Dorn heißt, irgendwie das Zelt oder so. Die, die das Zelt aufstellen, heißt denen Fisi Matente, weil die geht so ein Wurfzelt. Wer hinwerfen durch den Staatsgat, heißt das sind Fisi Matente. Leider Gut nicht. reagiert. Aber Schade. ist nicht die richtige Antwort. Ich darf nicht zu viel sagen, Ah. sorry. Also das mit dem Zelt stimmt nicht. Sollte die Frage beantworten nicht? Das stimmt safe, wenn das etwas will beantworten. Also geht es in die richtige Richtung. Ja. Du siehst. Also sag mal ja. Ja. Es ist schwierig, immer keine Antwort Also bin ich gar nicht so auf Fragen falsch zu gelegen mit Aber Tonton. Beton heisst ja auch Zelt auf Ja, Französisch. geben. Aber da ist nicht alles Ah. der, Das was du sind hast. die Leute, die kein Ding machen. Das sind die, die Lager machen. Sorry, Potzel. Nein, das sind die Leute, die beim Festival ins falsche Zelt reingehen und dann dort übernachten. Das sind die. Ja, voll. Ah, der Die nennt man so. ist Fiesi war da in dem Fall. Warte, Pumeli. Was wird denn deiner Meinung nach, wenn man jetzt ins falsche Zelt hineingeht, für was steht denn, wenn Tante oder Tenten für Zelt steht? Für was steht denn Vissima? Fiesi, also, aha, nein. Da heißt Fisi, da heißt beschäftigt auf Französisch. Das ist ja, aber das ist doch Mehrzahl. Also wenn du beschäftigt Es ist nicht bist... nur eins, es geht glaube ich um mehrere Zelte. Nein, ich würde jetzt vom Bummeli wissen, ich finde das lustig. Aha, Wieso sorry, heisst- ja, gut, dann Weil ich Fremdgehen. kein Französisch. Ja. Ja, hallo! Also wenn du ins Fremd... Da Da will ich jetzt ganz genau wissen. Wenn der Bummeli in ein fremdes Zelt hineingeht, also in ein fremdes Tante, für was steht Vissima? Oh nein. du gehst zu einem fiesen Mann rein. Anstatt zu einer hübschen Frau, die hast du wollen. Da muss ich doch ein Wort Französisch, da heißt doch busy. Busy heißt beschäftigt. Bitte heißt Dinge beschäftigt. Aha, Wenn das du ist- mit aber dem gehst, busy- dann ja, bist du beschäftigt. Busy ist Englisch oder Schweizerdeutsch? Ja, Rhino. Französisch. Weißt du mal, Bei was dem- wäre denn Französisch? Bei dieser Idee mit Das heisst Zelt, reden wir da wirklich von einem Zelt oder im übertragenen Sinn? Solche Fragen beantworte ich nicht. Aber vielleicht heißt das Ding. Das heißt ursprünglich Ja, in die heißt Richtung. Bisschen. Und Bisschen heißt verschwimmbar. Das Zelt kannst du auf dem Wasser aufstellen. Da ist die Fissima Don't. Du hast es sehr gut ausgesprochen übrigens. Ah, ich bin gerade bei dem Ganzen wegen dem Zelt. Also wenn jetzt im übertragenen Sinn, ich meine früher Frankreich mit diesen grossen prächtigen Kleidern und so, wenn sie fertig sind mit diesen Kleidern, kommt von Fini. Finier. Fini, ja. Fertig mit diesen riesen Kleidern, also wenn sie fertig sind für den Ball. Ich lege gerne Zelda. Ah, die Antworten sind so Keine schön. Ahnung, im übertragenen Sinn. Du, Ja, hast weiss. gesagt, du sagst nichts dazu. Ja, das heisst Das ist, die Kleider sind meistens so aufgespannt worden wie das Genau. Zelt. ja, das stimmt, mit so einem Drahtgestell. Stimmt. Hey, das ist doch der heutige Modetrend. Das Zelt Drahtgestell? anlegen. Ja, fix. Hey, so scheiß Lampenhosen sind auch wieder aktuell. Hey, wenn du keine Kleider mehr am Oben hast, zieh doch auf dein Zelt an. Dann kannst du auch überall schlafen. Hauptsache kreativ. Fix. Oder ist Sind wir mit dem Zelt auf einer guten Richtung, oder? Wie ist das eine Person, ist die Person, die den Open Air Sachen aus einem anderen Zelt raus? Und auch da, wie kommst du auf Klauen bei Fissima?
Der heißt, vielleicht heißt nicht Physi, sondern vielleicht heißt Busy und Busy heißt beschäftigt und klaust was. Aber Busy Oder ist Busy, Englisch. du bist irgendwie. Busy. Gibt's das Wort Fisir? Gibt's das auf Französisch? Was heißt Fisir? Was könnte das heißen? Das Visier. Was weißt du? Das ist taunig. Aber ich finde es schön, dass der Ja, Game voll, Rock das ich- Wort Fizz- auseinander nimmt. Heißt Fizzy? Ist das nicht auch irgendein Englisch so für, weißt du, so ein bisschen nicht ganz 100? Du bist schon ein Ja, bisschen fizzy, Fizzy ist doch so, wenn du im Englischen sagst, doch zu mir, bist du eine fizzy Person, so wenn du so voll komplett durch den Wind so hierher, querbeet, so wie der Walleray seine Videos dann. So. du. Treffend. Auch treffend Also auf es einer ist- psychologischen Ebene, früher fast, aber er hat recht. Was hat das jetzt im... Also nicht, Was dass hat es das stimmen jetzt- würde, aber meine Videos sind ein bisschen weird. Ha! Aha. Aber was haben seine Videos mit dem Zelt zu tun? Nix. Nein, hör auf. Er nimmt das Geld auf. Ich habe nur gesagt, er ist Ich ein kann die guter Säcke Roast. so gewesen. planlos in einem Zelt rum. So komplett durcheinander, unsägemässig, einfach unnötig durch das Zelt durchsäckeln. Irgendwie Zum sind er Festival. recht nah dran, aber langsam verliere ich die Hoffnung, dass er es schafft. Wissen wir, die das Zelt durch aufbauen? Die, die es Was Zelt aufbauen. aufbauen? Vielleicht ist das so eine Gattung. Wieso Grenadier in der Schweiz beim Militär? Ja, genau. Da war aber viel Matant. Das ist eine ganz besondere Gattung, du. Raffine Matant. Den Zelt aufbauen. Mach mein Zelt Ja, fertig. das- Finde ich ja. interessant. Ja, Raffine Matant. Wir verstehen, dass das nicht zweideutig. Sowieso nicht. Okay. Hat noch jemand Das sind wir gegessen? dann nachher wieder bei der Fischmilch. Wo sind wir du bist wieder, schon eine Mann? Sau. Jetzt sind wir doch beim Das sind die, Militär die dann ins Zelt reinkotzen. Er sind jetzt Von beim, dem er sind jetzt beim Fest. Militär gewesen. Habe ich Das gehört. ist ja klar, oder wie? Einfach nur die, die das Zelt aufbauen, die Militär. Also meinst du Sanitäter? Nein, weil die heißt ja Raffine Matant. Aber darum heisst es auch Sanitanter. Also wir sind ja mit Zelt schon mal nicht weit weg um Franzosen und uns sind ja irgendwie auch nicht, hat der Valeray vorher gesagt. Also was also die Punkte zusammenbringen. Militär stimmt nicht in dem Fall. Wer fragst du jetzt das? Der Walleray. Aha. Was sagt er Der denn? sagt, das sagt safe nichts. Ja, das Ding ist, das Spiel funktioniert so, dass ihr kreative, coole Ideen habt. Und nicht wie Black Stories, wo noch Fragen stellen. Minuten nicht fertig sind. Nein, das Ding ist, Vielleicht. das Spiel funktioniert ja vielleicht haben eigentlich sie so. ein Hören ihr mich überhaupt? Nein! Ignoriert die einfach gefunden. Das Spiel funktioniert ja eigentlich so, dass ihr es erratet, nicht dass ihr euch die ganze Hilfestellungen gibt wie bei Black Stories. Aber ja, Rilo, du hast was wollen sagen. Eben, ob es etwas mit dem Militär zu tun hat. Das ist eine gute Frage. Du musst es nachher eine Und du gibst Aussage keine du musst Antwort. einfach eine Aussage daraus machen. Dann Ach sagt er so, nein, dann weißt du es es. hat etwas Wow, mit dem gratuliere. Militär zu tun, Entschuldigung. Ich kann jetzt so was sagen wie. Was sagst du Im denn? Entferntesten könnte es vielleicht nicht stimmen. Und dann bist du auch wieder gleich weit. Vielleicht hat ja jedes Zelt im Militär einen Namen gehabt. Also zum Beispiel die sind go fischen. Die haben eben im Fisimont, wie auch immer man das ausspricht, die sind dort angesiedelt gewesen. So hat dann ihr Zelt geheissen. Leider Vielleicht kein. hat das mit Fischli, Physik zu tun. Fischli Mattent. Aber was ist jetzt, wenn du das nimmst mit den Tönen, die wir vorher gesagt haben, mit den Instrumenten und so, mit den Noten? Also quasi hast du 8 oder 7 Zelte in einer Reihe und jedes Mal eine Note mehr quasi. Das wäre ein Fis. Das ist eine Behauptung. Ja, ich weiss, ich bin jetzt gerade am überlegen, wenn ich für einen sarkastischen Spruch machen kann, aber es hat Also, leider voll, nicht viel gut, mit gut, Musik gut. zu tun. Oder gar nicht. Aber auch nicht mit, ja gut, mit Noten ist ja klar, ja. Also Schulnoten. Mit dem auch nicht. Buchstaben F. Fis. Ich glaube, wir kommen nicht mehr drauf. Sicher? Ich bin einfach immer noch von meinem Unsinn überzeugt, vom Englischen hergeleitet. Löse es auf, komm. Gut, danke. Also, Fisimatant, also Fisimatenten, eingedeutscht, kommt von Visite ma tante. Und Visite ma tante heisst
Besucht mein Zelt. Das war während der deutsch-französischen Krieg. Haben die Franzosen zu hübschen Frauen, die deutsche Frau gesagt, visite ma tante. Und für was müssen wir jetzt nicht genau erklären. Jedenfalls haben dann angefangen, die deutschen Mütter, ihre Töchter, wenn sie es haben angefangen, die deutschen Mütter angefangen, ihren Töchter zu sagen, wenn sie zum Haus gegangen sind, aber nur keine Fisimatenten. Also, dass nicht in ein Zelt von einem französischen Soldat gehen. Darf ich da mal kurz festhalten? Entweder ist die Frage zweideutig oder die Antwort. Und zwar bei all deinen Fragen. Also weißt du bei Project Reality zweideutig? Gut, das vielleicht nicht. So der rote Faden. Und weißt du beim Seidenspinner, von wegen Faden, weißt du beim Seidenspinner zweideutig gewesen? Und bei den Nordwestzwergen? Das Verpuppen. Was? Und bei den Nordwestzwergen? Ja, das ist jetzt sehr Bescheid. Die Frage ist ja vom Game Rocker gekommen. Schiebung! Schwindelbude! Ah. Okay, was haben wir noch für Kategorien? Wir sind mega nah Ja. dran mit dem... Wo der Bommeli gesagt hat, wenn du in ein fremdes Zelt reingehst am Open, habe ich gedacht, jetzt kommen wir jetzt wieder auf das Thema und sind mega nah dran. Aber du? Ja, das sind wir. Und ich Ja. dachte, weißt du, wenn er das Wort auseinandergenommen hätte, wie sie. Okay, versteht man nicht, weil es ist eindeutig. Ja, wenn ich kein Franz kann! Aber Ma, Ich können wissen, mit Idee, ja. MA hätte man können wissen, Ma. Ja, Nein. das stimmt. Eigentlich. Aber ja, noch gut Das geschlagen. ist schon recht gut. Das Easy ist gemein gewesen. Ja, mega. Busy hätte ich Wer hat verstanden. eigentlich vorher gesagt, er wird ein bisschen schwerere Fragen? Da frage ich mich auch. Game Walker. Bitteschön. Nein, die Frage hast du jetzt aber nicht so ganz gerockt. Ich bin gerade abgelenkt gewesen. Von diesen wunderschönen Kategorien. Ich habe das YouTube-Video geschaut, wie man so Fischmilch. Soll ich. Ich kann sagen, rot. Weißt du, ich gehe wieder aus dem Kategoriebildschirm raus. Wir reden jetzt. Jeder haut heute irgendeinen Scheiß drin. Ja, das passiert, wenn ich moderiere, tut mir leid. Dann würde ja Kategorie Handwerk gut passen. Handwerk? Jetzt hat er auch eine gute Überleitung rausgehauen. Das ist nicht schlecht mit dem Handwerk. Du hast sicher, ich stelle mal Fischmilch her. Was? Fischmilch produzieren. Na egal. Du hast bis jetzt noch keinen Krass rausgehauen als einziger da. Komm, Purzel, hau mal so richtig. Ja, jetzt kannst du gerade. Jetzt wird es nochmal düster. Was wird mit der sogenannten Rüttelprobe untersucht? Und mir fällt erst jetzt auf, dass man Rüttel auch falsch verstehen kann, okay? Oh Mann, ey. Was darf ich sagen? Das ist mir wirklich nicht aufgefallen bis jetzt. Das ist aber Cocktailbrust, Das ist ne? einfach euer Mindset, nicht mein, Das kein okay? Vorstoff drin hat. Also Rüttelprobe, sorry. Sorry, die Rüttelprobe, die wird ja sicher bei Fisch praktiziert, oder? Das ist safe in der Landwirtschaft, wenn es um Äpfelernte geht oder so. Rüttelst du am Baum, schaust, ob es runtergeht, okay, dann sind sie reif. Da ist dann die Rüttelprobe. Ah, yes! Richtig, immer Und zu die der Antwort. Yes! Ich glaub's im Fall nicht. Der Silly hat einmal keinen Punkt geholt. Nein, es ist nicht mehr so. Ich glaube auf den Jockey. Der Jockey, ich fahre mir nicht, ist noch rüttlich dran, dass kein Vorstoff drin hat. Das ist tatsächlich etwas, was man macht, gell? Ja, mach mal. Aber ich nicht auch meinst. Ja, leider. Rüttelprobe ist doch das, wenn du schauen willst, ob jemand noch am Leben ist, dann tust du so rütteln. Oder wenn du noch schmecken, ist so eine Rüttelprobe, oder? Ja, kannst du mal einfach Fischmilch unter die Nase haben, dann weisst du auch, ob du lebst oder Hat's etwas mit einem Sieb zu tun? Das Zeug zwischen runtergeht, zum schauen, ob die richtigen Teile zwischen runtergehen. Leider nicht, leider nicht. Es hat ja nichts mit dem Rüttelgitter zu tun, das man für die Pommesproduktion braucht, dass man die Herdäpfel nach Größe kann sortieren kann, weil das durch ein Rüttelsieb durchgeht. Weil die grössten durchkommen, die kleinsten gehen ab und werden zu Schweinefutter. Ich sehe, der Silly hat ein mega breites Allgemeinwissen. Nur leider in den falschen Bereich. Vielleicht Was ist die hat Messer? Rüttelprobe. Es geht um Legostein. Es
geht um Lego-Steine. Die gibt es ja auch in verschiedenen Grössen. Und die werden einfach alle produziert und auch alle so in verschiedene Säbe rein da und die rütteln sich dann so und die kleineren fallen immer runter und eigentlich ähnlich wie es vorhin gesagt habe, einfach mit Lego-Steinen. Weißt du das Ding nicht? Leider auch nicht. Welches Thema ist es überhaupt? Sorry, ich habe es Handwerk. Handwerk. Güterburg ist da auch ein Lego, da geht es ein Legoland. Ja, aber- Wenn ich jede und die Ja, Projekt einschicke, dann tut die Güterburg auf, ob es stabil ist. Wenn es nicht stabil ist, aber lang kalt, dann darfst du es aufstellen. Ja, also ich finde, die Antwort ist tatsächlich falsch. Aber nach deiner Aussage, wenn ich es richtig verstanden habe, es hat ein bisschen gelagt. Du rüttelst irgendwo dran, um zu schauen, ob es hebt, oder was? Ja. Genau, das ist es. Du baust eine Maschine zusammen und du rüttelst, um zu schauen, ob es auf dem Transport auseinandergeht. Das musst du für ein Paket, ne? Ob es stabil ist. Paket? Oder was? Ja, zum Schauen, das ist, eine Rüttelprobe ist auch Kinder haben, zum Schauen, was im Schenk drin hat, an Weihnachten. Oh mein Gott, ist eine Also herzige Antwort. Da gibt es ein Herz. Es gibt zwar keinen richtigen Punkt, aber einen Herzenspunkt für die. Das ist geil, ja. Erster Punkt, jawohl. Nein, eh nicht, oder? Ich habe noch eine Idee. Vielleicht ist das der Bauarbeiter. Also das Handwerk ist quasi ein Bauarbeiter. Und zwar der, wo da dem, ich weiß aber nicht, wie das heißt. Weißt du, wenn du so musst den Stein aufbrechen, dann hast du doch so ein Teil, das so rüttelt. Aha, so ein Presslufthammer. Das ist vielleicht ein Handwerk, oder? Du, wenn du das ein bisschen schön willst machen, wie so auch immer, dann ist das ein Handwerk. Wie sagt man dem? Wie sagt man dem? Presslufthammer, oder? Meinst du? Ja, genau. Wenn du das mit dem Presslufthammer musst du vielleicht etwas schön machen, oder? Und das ist dann sein Handwerk, oder? Und die ganze Nachbarschaft hat Freude am Lernen. Wahrscheinlich ist es eben erst nachher. Du machst erst nachdem mit der Presslufthammer. Oh oh. Oh oh. Hey Jungs, ich bin jetzt. So läuft doch das. Mir hat jetzt gerade mega rausgefitzt. Der Game Rock hat angefangen zu reden und ich habe nichts mehr gehört. Er Schau, hat ich so mach wie mal. wir alles schon Antwort erraten gesagt haben. haben. Ja, das ist ja so, ja. Wir haben die richtige Antwort gesagt und du bist nicht da gewesen. Ach, ja. Tut mir leid. Weißt du, die richtige Antwort Vor war? lauter Rüttelprobe ist er gerade auf seine Tastatur gekommen, zum Stream beenden. Also, er darf jetzt nochmal sagen, er hat es wirklich nicht gehört. Das ist keine Absicht. gewesen. Ja, ist schon gut. Wir reden nicht mit dir, sondern über dich. Wahrscheinlich ist rausgegangen, dass er auffällt. Das jetzt Game Rock, wie der Prof eingeschickt hat. Weißt du, gesagt, Game Rocker? Nein, das könnte ja wirklich stimmen. Nein, das stimmt nicht. Es geht darum, dass man mit dem Presslufthammer schaut, dass man die Unterschrift nicht fälschen kann oder so. Ah, kreativ. Ist eine Rüttelprobe nach dem Puff im Staubsauger. Aber es hat ja einige Antworten gegeben, die du bis jetzt noch nicht beantwortet hast. Also, er Aber ich diskutiert denke, auch zusammen, alles um zu der Lösung zu kommen. Chemie vor. Ich glaube im Fall, es ist irgendetwas Chemisches. Wir hatten so ein Reagenzglas und das muss man ja auch irgendwie so schütteln. Und die Rüttelprobe ist, wenn man es schüttelt und es nicht explodiert, dann hat man bestanden. Und wenn es explodiert, Der ist besser. Das hast du verkackt. dann kannst du dich zum Grab vom Reichelt zulegen. Ja, genau. Es darf dann nicht schaumen. Ja. Was ist Bier nicht gut? Das Game Rock wissen, eine Rüttelprobe brauchst du für Bierherstellung. Gell? Fest- Das ist, wenn du fest- Bier herstellst, nachher machst du Ja. eine Rüttelprobe, wenn es viel schaumt, ist es scheiße. Ja, genau. Das ist so Festival-Proof. Wenn es schnell muss, Festival so du Proof. willst tanzen damit. Der gefällt mir. Ist leider nicht ganz. Also ist eigentlich meilenweit weg, ehrlich gesagt. Aber Wie siehst du die Kamera eigentlich aus? ich weiß es im Fall nicht. Seit es Muse attached hat, bist du nicht mehr da. Du hast mich einfach nicht mehr gern, sag's ehrlich, ich mache jetzt viele Punkte. Ja, du hast mich gemobbt, du hast mich verletzt, du hast über Minecraft Ich habe geredet. nur die Wahrheit auf den Tisch gehauen. Aber es geht um ein Produkt, wo man eine Rüttelprobe muss machen muss, bevor man es verkaufen darf. Nein. Aber es geht um ein Produkt.
Produkt ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, aber es geht um etwas, wo du dran rüttelst, zum Testen, ob es funktioniert, blöd gesagt. Also blöd. Wie ist das jetzt mit Fragen und Antworten zu den zweideutigen? Er hat am Anfang gesagt, dass es nichts mit dem zu tun hat. Lassen wir das Thema bitte, sonst bin ich mal wirklich noch weg. Könnt ihr da bitte lassen? Es geht mir nämlich selber langsam auf die Nerven, auch wenn es lustig ist. Eine Rüttelprobe brauchst du für Küsse zum Testen. Ob es hat er kein Schüttelprobe. Das wäre doch Wie rüttelst du dran? Rüttel, schüttel. Rüttel dich und schüttel dich. Nein, Bäumchen haben wir ja auch schon klar. Geht's, ist das hey, bis wo du schaust, wenn du etwas baust. Ich meine, weißt, wenn du ja Beton oder asphaltierst, irgend so etwas, kommen die ja so Walzen und die haben ja auch Rütteldings Scheiß drauf da, zum schauen, ob der genug verdichtet wird, zum Beispiel der Beton oder der Asphalt. Und dann brauchst du so ein Gerät, das daran rüttelt und dann schaut, ist er genug dicht oder noch nicht. Leider nicht. Aber es hat sehr, sehr Gut, professionell Ist gemacht. vielleicht nicht schlecht Gott. genug dicht. Weil wenn einer voll besoffen ist... Ja, ich kann es selber leider wissen. Okay, da muss ich nicht weiterreden. Ich weiß es. Ich weiß es. Okay. Du bist bei der Straße ziemlich unsicher geworden. Ich denke, es hat mit Eisenbahnschienen zu tun, dass Schotter unten aufgerüttelt wird, damit es nachher quasi schön Fahrt. gerade ist quasi. Also Aber es Plan, geht ums genau. Handwerk. Weißt du Probe an dem? Dass man es rüttelt. Ja, es muss ja etwas mit Rütteln zu tun haben, dass quasi die Schiene ein bisschen in Das darf man nicht mehr reinkommt. absinken, das ist Genau. gut. Ja. Genau, man schaut, dass Also, wenn dass es- der Zug drauf fährt, vibriert ja die Schiene. Unter anderem, man schaut dann, ob das Gleisbett nachher nicht verreist. Also die ganzen Kies und Schotter, die du dort hast. Sehr schön. Sind das mit, Sehr schön. Aber leider auch komplett falsch. Also ich bin jetzt hat's eher... nicht mit dem zu Also dann tun? gehen wir wieder zurück zu der Straße. Weil bei einem Gerät, ob die Straße genug gewisse Vibrationen von Lastwagen und so aushalten, ob sie kaputt geht. Ich Leider. war jetzt immer bei der Landwirtschaft gewesen. Es gibt ja so ein Teil, du kannst im Baum rein tun, nachher rüttelst dran, nachher kein Ding was am Namen, Obstapel. Ja, Rüttelprobe das ist ist da, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. aber die Rüttelprobe ist da ist die Probe für das Gerät, zum Einstellen, für das Gerät muss rütteln, das Zeug aber kalt. Es hat leider nichts mit Strassenbau, nichts mit Eisenbahnbau und auch nichts mit Landwirtschaft zu tun. Chemie, ich sag's doch. wir Auch sind nicht Chemie. Wir sind bei der Lavalampe von Martin. Ja, die sollte man nicht schütteln. Nein, wirklich Darum muss nicht. man- Und zum das testen. Darum muss man Aber ich weiss, was die nicht- Rüttelprobe ist. Die Rüttelprobe ist mein neuer Bürstuhl, den ich habe, der eine Massagefunktion hat. Ich kann auch rütteln und dann ist die Probe, wie lange es aushalten mit euch. Ich weiß, wieso das Cam nicht mehr funktioniert. Das hat mir gleich Fischmilch. Okay, okay. Es hat mit etwas zu tun, das normalerweise rüttelt und dann muss man testen, ob es richtig rüttelt. Ich weiß Nein. es. Doch, ich weiß es. 100 Pro. Das ist 100 Pro die Sagst du richtige mir, Antwort. oder? 100 Pro die richtige Antwort. Der den Sarg baut, oder? Der geht rein und dann tut der Rüttel Wie wieder rauskommt. schauen, ob irgendwie Sachen könnten reingehen, weißt du, Dreck oder so. Oder Du- und sein Handwerk ist natürlich. Der Rüttler. Der Hexer, der Rüttler. Ja. Ich muss sagen, geile Geschichte. Und unglaublich näher an der Wahrheit. Sehr gut. Nein, nicht, oder? Mal? Das war ein Witz. Gewesen. Nein, das ist wahr. Nein, das ist wahr, es ist Du näher hast an der gesagt, du Wahrheit. hast es fast richtig. Er rüttelt Also nicht an heißt- einen Sarg. Das stimmt nicht. Aber es ist näher dran. Es geht um Verstorbene. Ja, da Oder kann man um, so sagen. um Kisten. Es geht nicht um eine Kiste. Man rüttelt an Tote und schaut, ob sie auseinandergehen. Wenn ja, sind es genug alt zum Verbrennen. Also es gibt auch Also Krematorium, wo wirklich- du gerade direkt verbrennt wirst. Aber ich weiß nicht. Also findet Ja, die aber es gibt ja Gruppe vielleicht schon eben auch so Krematorien, wo zuerst eine Rüttelprobe machen, ob du schon selber auseinandergehst. Geld sparen. Rüttelprobe ist. Das ist ökologisch. Rüttelprobe ist Du brauchst das, weniger wo- Hitze. So am Schluss rauskommt.
Ja, Das nicht genug fein gut, ist. das ist der Musst du es Defibrillator. nochmal reinbringen. Das ist doch, wenn er ohrfeigig ist und wenn er nicht reagiert, dann weißt du, dass er wahrscheinlich tot wird sein. Und sonst, wenn er will reagieren, ist er nicht tot, oder? Und sonst ist es einfach blau und dicht. Nein, leider Das nicht. habe jetzt nicht ich gesagt, Potzel, weißt du gesagt, ich habe nicht gehört, weil alle durcheinander gelacht haben. Ja, ich probiere mir da, dass er mal stark ist und nachher schaust du, ob er aufsteht und dann lebt er und dann ist er tot. Leider nicht, nein. Das ist wie so ein Defibrillator-Effekt. Ja, eben genau, man braucht einfach die Rüttelprobe im Krankenhaus, also im Spital. Also es geht nicht um den Tod selber und es geht auch nicht, also es ist nach dem Spital, definitiv. Nach der Nach dem Palliative, nach der Nach dem Terminale. Nachher? Mit Knochen. Rüttelprobe ist das nicht. Nein. Ich kann gerade sagen, das ist das, was du kannst unter die Augenlider unter tun, dass die Augen nicht mehr aufgehen, wenn die Vibrationen dir die Augenlider aufentun können, dass du So nicht in die was Augen gibt's? siehst, wenn du tot bist. Oh mein Gott, sowas gibt's? Ja, nicht gewusst. Nein! Krass! Wer ist da der Game Master? Ja, okay, sag mal, wenn eine Rüttelprobe ist, dann reden wir nochmal drüber. Ja, hat er jetzt gerade beschrieben, was es ist? Hat er etwa 7 Möglichkeiten gegeben, was es ist? Ja, und es sind alle nicht richtig. Also wenn du findest, wie das heisst, du kannst das gerade als Frage einschicken für die nächste Sendung. Oder erstellt. Danke, Siliga. Aber es geht um Tote. Also, Handwerk. Wahrscheinlich ist es irgendeine Operation und nach dieser Operation gibt es eine Rüttelprobe, um zu schauen, ob man heim darf oder nicht. Nein, es ist nach dem Spital. Aha, Ja, wenn Ein nach dem Zeitlang, ein Spital. Stückchen nach dem Spital. Ja, dort, wo es um Er Sarg hat geht gesagt, und wenn er so. schon gestorben ist. Aha. Es kann ja sein, dass das ja gut kommt im Spital und das nachher im Spital wieder die Heim. Also, ja, Also, gut. sie haben auch gesagt, es geht nicht um den Mensch. Übrigens. Da bist du ein bisschen untergegangen. Ja, wenn er tot ist. Ja, ein toter Mensch. Es geht ums Handwerk eigentlich, oder? Ja. ist gerade um den Grabstein. Geht zum Purzel, Totenstall warte schnell, der selber? Purzel, da wird immer überredet. Alle reden mit dem Purzel Entschuldigung. drin. Purzel? Hey Gott, wie siehst du, du tust den Grabstein, du siehst wie Iserdum hat Laser und nachher tust du dran rütteln, nachher geht die Schrift, nachher siehst du die Schrift. Ganz knapp daneben. Kommt. Aha, Aber aber das dann... steht, muss er im Sand rein und dann musst du rütteln, um zu schauen, dass es nicht umgeht. Genau! Ja. Genau! Nein, eh nicht. What? Das Drüttel! war ein Witz! Mittlerweile! Witz gewesen. Mittlerweile gibt es ein Gerät, das das für die Menschen übernimmt, das nicht so. Das war ein Arsch. Handwerk. Gewesen. Also, es ist nicht so. Ja, die Grabbauer. Keine Ahnung, wie man dem sagt. Grabwächter. Die das Grab schauen, dass es schön sind und Steine tun und alles. Das ist ein Handwerk. Und tatsächlich. Heutzutage gibt es ein Gerät dafür, das schaut, dass das Grabstein so steht, dass es nicht umkippt. Aber früher noch hat man tatsächlich mit der Hand ist man angegangen und hat am Grabstein gerüttelt, damit er sicher im Boden drin steckt und niemand, nicht der alte Oma, die um ihren Magen trauern geht, auf die Füße kreist. Da ist die Rüttelprobe. Wow. Du aber Wow, bruh. aber tot. Dann ist das definitiv so gewesen, nach einem Erdbeben sind die alle umgekehrt, in dem Fall. Nein, aber nicht, man hat ja daran gerüttelt, dass das nicht passiert. Ja, aber es kann ja sein, dass es dann halt mehr tut, als nur ein bisschen so. Ich glaube, die haben schon recht dran rumgezogen. Also ich stelle mir das so vor, Dominostein. so mit der ganzen Kraft am Grabstein rumrütteln. So wie Dominostein. Ah. Oh wow, krass. Du mir auch eine Frage. Von Reilo. Gute Lösung. Also der Sarg ist sehr Danke, weit oder? entfernt gewesen, von wegen wir sind näher dran. Ja, nein. Ja. Also, wir haben zuerst, von Weihnachten zuerst geredet, Chemie, irgendwelche Substanzen mischen oder Baustellen. Dann ist ein Sarg schon näher am Grab als Ja, ein okay. Presslufthammer. Ja, aber das ist schon krass. Meine Kamera ist immer noch Ein kaputt. Punkt gemacht in einer Frage. Ich habe noch nie geschafft. Weil ich habe dabei dabei gewesen. Der Purzel hat souverän auf den Grabstein gesagt und er denkt, yes, sie haben's. Damit die Schrift ist Hat er jetzt wieder aber umgeschaltet? ich weiß im Fall nicht, wieso dass der Silly nicht da ist. Aber ich glaube, jetzt ist ein bisschen Sport zum technischen Problem. Jetzt. Mit draußen und Technisch ist innen, schon wieder dass da. sich meine Kamera aktualisiert. Ich kann es schnell Ah, selber du bist schuld gewesen, hä? Nicht ich. Schön. Ja, es hat erst funktioniert, nachdem du gegangen bist und wieder gekommen bist. Ich bin gar nicht gegangen und gekommen. Sondern? Ja, nichts gemacht. So, letzte Kategorie, komm. Wer weiß noch, wer die letzte Die Kategorie letzte ist? Frage. Das ist die Frage.
Irgendetwas mit Kultur, oder nicht? Kultur und Kunst. oder Kunst und Kultur. Tatsache. Und dann loggen wir da gerade ein, damit der Screen nachher kann kommen. Und da ist so eine Frage, wo ich ein bisschen Angst habe vom Game Rock, ehrlich gesagt, weil Oder die was? Frage ist, Er ist schon am Lachen. was will ein Musiker erreichen, wenn er nach seinem Jammerhaken greift? Ist das Stimmgerät? Also es ist irgendein Instrument. dann. Oder etwas, das du dazu nimmst zu einem Instrument, nehme ich mal an. Was will ein Musiker erreichen, wenn er nach seinem Jammerhaken greift? Und der kleine Tipp war, der Game Rocker sollte es eigentlich wissen. Aber ist okay, wenn er es Ist nicht das weiss. gewesen, wenn so Strassenmusiker am Spielen sind, haben die meistens irgendeinen Hut dabei oder so. Und sie brauchen meistens ja Geld. Und das ist immer so das Zeichen, dass du sollst Geld reinrühren. Also greifen sie nach dem Hut. Du musst Geld reinrühren. Das ist voll schön, aber ich sehe jetzt noch keinen Haken an der Geschichte. Du dummst. Ja, da war das Spiel gut gefunden. Ist es gewesen, aber. Oh. Ja, ich glaube, ich weiß es. Oh. Also, Nein, noch ich bin nicht. nicht ganz sicher. Ja, den Rat auch für den Game Rocker und Sag- 10. Frage. sag- vielleicht. Bei der Gitarre hast du doch den Haken. Ich weiß aber nicht genau, was du damit machst. Du klemmst so wie die Seiten ab oben dran. Wie nennt man das? Game Nein, Rocker? das ist etwas anderes. Das ist die Frage, die ich will machen. Ja, genau, Capo. Ein Kapotage. Capo. Ah, okay, ist nicht das. Ein Kapotaster. Was ist denn der? Ja. Aber krass, Ich bin dass du bei den dem- Kapotaster überhaupt kennst, das finde ich krass. Meine Ich Mutter kann- hat Gitarre gespielt. Also wer? Der Game Rocker spielt auch er. Gitarre. Okay. Ja, siehst du es ja. Ich Ja, Ah ja, eigentlich alle hier spielen Gitarre fast. Wir sind alles Musiker da. Und niemand von uns ist am Jammern, darum brauchen wir auch keinen Haken. Genau. Außer der Valerie, der spielt Luftgitarre. Super. Ich würde mal sagen, es könnte der Hebel sein hinten bei der Gitarre, dort wo die Seiten runtergehen. Das tönt doch ein bisschen wie ein Gejammer. Ja, du weißt, was ich Die meine. Aber es- E-Gitarre meinst Ja. Das wäre aber ein Tremolo. Was? Ich muss Nein, sagen, das ist eine E-Gitarre. ich bin echt stolz auf den Rilo. Nein, jetzt ohne Seich. Ich habe nicht gewusst, wie das Ding heisst. Auf Deutsch, Tut mir es leid, wird das noch, ist eh falsch. es wird noch wissenschaftliche Wörter für den Er Jammerhaken verarscht geben. uns, er verarscht Die uns. Ich Deutsch- wette mit euch. Die deutschen Namen von dem Haken, wo du alle Seiten kannst entspannen und mehr spannen, und zwar übergangslos, zum wie ein Jammer bei der Gitarre erschaffen oder erzeugen, Ja, heisst tatsächlich Jammerhaken. Okay. Zeig uns der- das Bild. Nein, wie es uns aussieht. Der Hebel unten dran der Gitarre. Warte, ich kann dir eins zeigen. Danke, Game Rocker. Darum hätte es mir erstaunt, dass die Antwort nicht schneller gekommen ist, wenn ihr alle Gitarre spielt. Also er hat wahrscheinlich... Wer sagt, dass wir alle Gitarre Ja, spielen? ihr seid alle, ja. Also ich kenne da ein paar, die... Komm, spielen mal eins. Nein, das mache ich nicht. Die Gitarre ist nicht stumm. Und es Nein. fehlt der Zweite. Nein, ich meine Ja. zum zeigen, wie es tönt. Muss ja nicht stumm sein, wenn du den Jammerhaken verwendest. Der entstimmt ja CD. Genau, definitiv. Das ist einfach nur Du Töne. musst aber zuerst eine Box anschließen. Ja, das mache ich jetzt nicht. Warte, vielleicht gehört ihr das. Das Hast du gehört? Barrel Ja, Drum. okay, doch. Ah, ja. ist gut, habt ihr das gehört? Und da ist Mach der noch eins. Jammerhaken. Jetzt ein Klapp und alles ist dunkel. Das soll leider sagen, unser Stream ist nicht bildend. Allgemein Ja. alles. Wir haben heute viel gelernt. Und um seine Game Kamera Rock. ist schon wieder ausgestiegen. Kaum hat der Game Rocker gespielt. Geht einfach Alle gegangen. seine Cam aus. Ich bin fertig. In dem fallen gerade alle anderen raus. Nein. Das ist so geil aus. Okay, aber ich habe nicht gewusst, dass das Jammerhaken spielt. Heisst, weil ich bin immer davon ausgegangen, das ist Tremolo. Wir sagen doch dem Tremolo. Du machst den mit dem Tremolo, ja? Ja, du machst. Aha, okay. Aber die Frage war, was will er bewirken? Er bewirkt ein Tremolo eigentlich, oder? Ja. Es Jammern, darum heisst es Jammerhaken. Ja. Können wir noch so sagen? Gut, ein Haken ist es ja nicht. Es ist einfach ein Ja, ist schon Hebel. ein Haken. Ich hab die ganze Den kannst du Zeit rausnehmen im einen Fall. Haken. Das ist wirklich einfach so ein Gerät, das ein Haken ist. Wenn ich- Darum habe ich eben gemeint, Ja, das sei gut, das ja. obere Ding, oder? Weil das wie ein Haken Ja, ist. dass da Aber der ja. Kapotaster gekommen ist, das finde ich auch krass. Weil ich hätte nicht mehr gewusst, dass es da gibt. Also nicht aktiv. Ja, gut, hey. Alle Fragen? Ja, geil gewesen.
Und Alle Fragen Also, fangen wir an. nein, Mit schweren Fragen. eine haben wir nicht geschafft. Fisi Das macht sind euch. Einwärmerunde. Wenig Zeit. Also meine Okay. lieben Leute, Ja, ja. wenn ihr jetzt den Könnt ihr gönnt, jetzt... dann macht keine Fisi-Matente, hä? Keine Fisi-Matente. Gehen wir gerade über zum... Als erstes gehen Fischmilch suchen. Essen, nicht saufen. Gell? Das Zeugs willst du essen. Ich würde sagen, wir gehen gerade über zum Vollmond-Stream, oder? Oder was meint ihr dazu? Der geht noch Weile, der geht noch Weile. Aber mit euch zusammen, was echt lustig, am 16. Zeit. 16. Ich glaube, ist der 16. Auswendig weiß ich es jetzt nicht gerade. Mit wie vielen Oh, Leuten ist das wow. eigentlich geplant? Mit auch 5 Leuten oder nur 2? Es ist geplant mit mir. Es ist eben geplant mit mir und dem Game Rocker. Aber der Game Rocker Ja. kann nicht. Und das letzte Mal habe Ja, und wenn das so ist, habe ich schon mega komisches Zeug gemacht. Ich habe schon mit dem Cookinator gestreamt, dann, mit meiner Frau. Also von dem her, es können auch 3 dabei sein. Wird einfach ein bisschen chaotisch, aber das ist okay, glaube ich. 16. Februar, sagst du? 16. Februar, ja. Ja, so wie es aussieht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen Tradition mittlerweile, oder? So im Stream abmachen, was wir, wenn wir den nächsten Stream machen. Das Und finde dann ich sieht geil. den Zuschauer einfach 1-2 Bild, wie das YouTube-Business eigentlich läuft. Definitiv. Wenn auch ihr mal bei einem Stream dabei seid, schreibt es in den Chat. Ja, Mann. Ja, CEO auf Überleitungen. sehr schön. Und spannend sind Ich will nicht wissen, der Game Rocker weiß alles. Also jetzt noch, Unbedingt bei den anderen abonnieren. ich wäre jetzt noch schnell, also ich bin auf Twitch, also auf YouTube auch, aber nicht so aktiv. Ich wäre jetzt noch gerne durchkommen, einfach ganz knackig und schnell. Wie ihr die Frage gefunden habt, von einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist gut, also super gut und Eins ist nicht. Also Rhino. Rhino, hinter so Fisch. Zahl. 8. Silly, Ich bin halt bei einer soliden 8. Family. 7,9823. Ein ganz spezieller Mann, Purzel. Ich bin auch bei einer 8. Game Rocker. So 69. Also ich bin nach bei einem 9, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe diese Frage spannend gefunden. Also zum Teil war es schon ein bisschen einfach gewesen. War zum Beispiel der Scheiß. Ja. Die 4 Zwerge zum Beispiel. Logisch ist es einfach, wenn der gefragt hat, wo ich schickt. Ich bin mega froh, dass du nicht gefragt hast, warum es 8 ist. Warum? Das ist einfach schuld, sorry, Mann. Ja, nein, ich habe es auch rausprovoziert, ja, das ist schon so. Ich habe eben gedacht, dass meine Fragen zu einfach waren. Das ist der entscheidende Punkt. Okay. Ich glaube, das Prinzip aber so, es ist jetzt aber viel schlau sind dafür. Für das Spiel. Ja, absolut, absolut. Also ich freue mich mal drauf, Wir sind, mitzuraten zu dürfen. Ich sehe mal, ob die Fragen schwer sind oder nicht. Dann mache ich das Silly nein, fertig. es ist ich würde sagen, ausgeglichen mit den anderen Sendungen, wenn ich es so sagen. Also ausser natürlich die vorletzte, wo ich gesagt habe, jeder fragt, dass sie einfach ist, steht natürlich nicht, aber ja. Dann Ich habe es cool gefunden. Ja, Nice. Also ich habe es auch cool gefunden. die Kategorien sind nicht irreführend gewesen. Aber Ja, es ist voll. alles easy. Aber sie passen, wenn du darüber nachdenkst, passt es immer. Ja, ja. Ja, logisch. Man muss halt nachdenken, Silly, weißt du? Nicht nur einfach Minecraft. Sagst du dem, der 4 oder 5 Punkte gemacht hat, hä? Ja, ich weiss, ja, mit anderen rede ich schon gar nicht in meinem Fall. Nein. 4 Punkte und 4 mal Facecam ausgeschaut. Aber- Das ist Ja. Aber was lernt man daraus? Minecraft bildet. Ja, genau. Nein, als Minecraft Okay. bist du ein Bilder, nicht. Boah. Also in dem Fall, alle, die jetzt noch in ein japanisches Restaurant gehen, wir wissen, für wen wir nicht erwähnt werden. Ein guter, ja. Kai für Sie Ein guter. danke vielmals. Danke Rilo, dass ich mal da der Host dürfen sein. Danke vielmals, dass wir dafür dabei sind. Ja, Ja, immer merci. wieder Coole gerne. Moderation an Waller Ray. Und beste Mann. sollen wir es noch künstlich in die Länge ziehen? Gern. Ja, keine Ahnung, Okay. wann kann man gut Werbung schalten? Hä? Weißt du, soll ich mal auf den Ending Soon Screen? Dann wissen wir das. Wir können auch all uns zusammen einmal vorstellen. Ich könnte jetzt gleich so bestimmt anfangen, starting soon. Starting. Ja. Ending Soon, aber ist okay.
Wir wiederholen das so lange, bis die Sonne wieder aufgeht. Weißt du, es Warte schnell, hey, schau, der Chat fragt, Kate fragt, wer ist wieder mal dabei? Ich weiss nicht genau, bei was, aber Scheiße. also bei Fischmilch essen weiss ich, dass ich dann wieder dabei sein. Ich würde eigentlich eine Bestrafung einführen. So für den, der am wenigsten Punkte gemacht hat, während dem ganzen Abend, der darf schon sehr sicher Portion Ja, es ist aber nicht ein Competitive Quiz, sondern ein kooperatives Quiz. Ja, dann halt eigentlich. wir gegen den Game Master. Entweder der Game Master oder alle 5 andere. Ja, dann macht es der Game Master einfach so abartig schwer, dass du es nicht schaffst. Ich hätte euch auch keine Tipps können geben, weißt du? Ich Ja, dann definiere hätten wir halt 5 Minuten länger gehabt. Ich definiere mal so, wer über eine 7 bewertet hat, wird das nächste Mal wieder dabei sein, oder? Ja. Mal schauen. Also ich habe noch Nein, nicht ich bewertet übrigens, aber ich wäre gerne mal dabei als Ratende und nicht als Moderierende. Also ich moderiere Ich auch könnte eigentlich mal gerne. den Waller Ray fragen, wenn er uns gefunden hat als Erratende. Ja, Ja, du musst dich bewerten, bitte. Ja, ich tue jetzt Menschen bewerten, das ist auch so etwas Korrektes. Aber nicht nach Äußerlichkeit, das darf an jener Wert. Jetzt, du musst unsere Antworten bewerten, nicht uns als Menschen. Also ich finde, dass der Rilo, seine Antworten sind okay gewesen, eine kreative Idee gehabt, er ist sehr realistisch geblieben, weil er oft auch geholfen hat. Oft, nicht immer. Nicht immer, nein, bei Gut, diesen also. Scheißfragen. Und ich finde es mega stark, dass er sich einfach mal dazu geäußert hat, dass er keinen Scheiß erzählen und dass das alles nur Spaß ist. Habe ich nämlich vergessen, zu sagen, dass das Comedy ist und nicht allzu ernst gemeint. Der Darum Silly, immer die Kanalbeschreibung schreiben. der Silly ist der MVP. Also nicht der Minecraft-Very Player, sondern der Most Valuable Player, würde ich behaupten, weil er hat rausgefixt. Der Game Rocker kriegt für mich natürlich den Award für Kreativität und auch für die schnellste Ratenfrage. Erraten. Erraten. Der Bommeli hat eigentlich brutal geile Witze gerissen, muss ich sagen. Einfach so mega geile Übergänge auch. So, ja, wegen der Dichte von der Straße. Ja, vielleicht geht es ja wirklich um dicht sein. Und dann redet er von Besoffenen. So gut. Und natürlich hat Ey, aber ich habe viel Pass gegeben. ja, fix. Ja, Du hast eigentlich. muss Der ich, also eben, der Silly hat keinen Punkt gemacht ohne dich. Bommeli. nur 3 weitere. Und der Purzel, geile Antworten. Aber ein bisschen mehr aktiv sein hätte ich cool gefunden. Aber es ist halt auch schwierig, wenn alle durcheinander schreien. Ich finde es eigentlich schön, hat nicht jeder so umeinander geschrien wie die meisten da. Also der Ryle und der Purzel haben sich sehr zusammengerissen und nicht immer alle drin geredet. So wie Und ich. du wüsstest. Dann habe ich es nicht gehört. Und das finde ich auch super. Ja, also ich meine, super Team, voll ausgeglichen. Also Ja, wir bedanken uns, dass die Technik uns nicht im Stich gelassen hat, dass man uns nicht alles doppelt gehört hat. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Und Abschlusswort. Gleck. Ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort. 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 Boah, jetzt habe ich richtig Darf lange ich noch etwas ausgecheckt. sagen? Tüdelü.